Hallo? Geht da was? Ja, so. Grüß Gott beieinander. Hab ich der euch? Mrs. Sam Crowwife, der Herr Dampfexpress und der Herr Ripsy, grüß Gott. Wie geht's euch? Aber gut, beim Dampf weiß ich, dass es ihm gut geht, weil der war jetzt noch eine ganze Weile mit mir und mit seinem Voice gesessen und er macht erstaunliche Fortschritte, was sein Elden Ring Dasein angeht. Sehr gut. Das ist ja, erfreut mein Soulspielerherz. Schön, schön. Ich hab mich auch ein wenig weiter informiert. Also, holy shit. Also ich werde es jetzt noch im Stream gleich sagen, oder im Laufe des Streams sagen, weil haben wir ja die letzten 2 Streams ein bisschen philosophiert darüber, wie man in diesen Abschnitt der Map kommt, das wo halt ausschaut wie ein Zipfel. Und holy shit, wir warten nie drauf gekommen. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Da wären wir nie drauf gekommen, wie du da hinkommst. Und das hat wieder, also das hat es in FromSoft-Spielen schon tatsächlich sehr lange nicht mehr gegeben. Und bei Elden Ring im DLC haben sie sich gedacht, hey, das bauen wir mal wieder ein. Schauen wir mal. Mich wundert es, wie dort Leute drauf kommen. Das ist echt Hut ab vor denen, wie die das ausfinden. Also als Normalsterblicher kommst du eigentlich nicht drauf. Also da hätte man noch 50 Mal die Wände auf und anreiten können, da hätte man noch jedes Fleckerl abhauen können. Wir warten da nicht hinkommen. Wenn ich es gestern nicht noch im Internet erfragt hätte. Also da bin ich jetzt so ehrlich, das habe ich mir gestern noch aus dem Internet ausgesucht, wie kommst du auf diesen scheiß Flecki? Und dann habe ich da eine kleine Anleitung gefunden oder halt gelesen. Und holy shit, ja. Das, keine Ahnung, wie es das ausfinden soll, dann und für sich. Aber das werden wir uns dann anschauen. Ich habe das Map-Fragment gestern noch eingesammelt, gestern spät abends. Da habe ich zufällig, was heißt zufällig, da war man eigentlich schon mal gewesen. Ich habe es nur vergessen, dass wir da schon mal waren. Oder habe es auf der Map gestern nicht gesehen oder nicht realisiert, dass man über den Weg da hinkommen kann. Den Bereich haben wir uns aber noch gar nicht wirklich angeschaut. Das heißt, das werden wir jetzt auch gleich noch machen. Also was ist der Plan? Wir schauen uns den Bereich an, wo wir das Map-Fragment gefunden haben. Dann wo ich oder dann wo ich in das Pimmelgebiet komme. Und dann, wenn noch Zeit bleibt, schauen wir uns halt da weiter um, wo wir gestern stehen geblieben haben, also in die Ruinen von Rau. Also mal schauen, wie weit wir heute kommen, je nachdem, wie es sich jetzt zeitlich ausgeht. Ich werd ungefähr bis um 8, halb 9 machen heute. Ungefähr. Andi, Habitäre, grüß dich Gott. Also das sollte eigentlich wieder genug Zeitspielraum sein, damit wir das eine oder andere in Elden Ring außerfinden oder außersehen können. Mal schauen. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir mir haben. Das kann ich nicht sagen. Ich vermute mal, dass wir irgendwo bei 80% haben, vielleicht 70%. Ich weiß es nicht, recht viel, glaube ich, kann nicht mehr kommen, weil wir mir gesagt jetzt die ganze Map eigentlich schon fast nahezu komplett erkundet haben. Müssen wir mal schauen. So, ich bin jetzt aber beim Lurk, nur Zeit vom Kassenkot, Dampf im Essen für den Lurk und einen schönen Abend hier. King of Barbecue, habe ich Ehre. Andi ist fit, ja, bei mir soweit alles im grünen Bereich soweit. Ich hoffe, bei dir passt auch alles. King of Barbecue, ich habe sie bereits in die Hall of Fame mit aufgenommen. Ich weiß nicht, ob sie es schon gelesen haben. Das habe ich gestern Abend noch gemacht. Weil ich bin ganz ehrlich, nach dem Stream habe ich es einfach komplett vergessen gehabt. Und dann gestern Abend, wie ich noch am PC gesessen bin, haben wir gedacht, hoppala, da war ja was. Müssen wir gleich noch erledigen, das Ganze. Genau, ansonsten gibt es eigentlich so gesehen nicht wirklich was ich berichten kann. Wir werden halt einfach nur weiter, wo wir aufgehört haben. Lange Rede, kurzer Sinn, okay? Ansonsten hoffe ich, dass ihr alle gut in die neue Woche gekommen habt. Ne? Ich war halt beim Doktor, kleines Update zu meinem Fuß, es ist alles im grünen Bereich, also es geht Richtung aufwärts. Ja? Es dauert noch ein wenig, aber
Der Fuß an und für sich entwickelt sich sehr gut. Wir haben lediglich festgestellt, oder der Doktor hat lediglich festgestellt, dass das Innenbandel mit überdehnt ist. Aber ansonsten geht es dem Fuß soweit ganz okay. Na, also es braucht seine Zeit, ein bisschen Geduld muss man da dabei haben, aber an und für sich auf dem Weg der Genesung. Okay? Dass ich irgendwo ein kleines Abdeckung habe. Ja, bei mir auch, ersten Tag von der Früh geschafft. Sehr gut. Das gefreut mich zum Herrn. Dann kannst du jetzt ein gemütliches Bierli zischen oder was auch immer, irgendein Kaltgetränk dir bereitstellen, vielleicht den einen oder anderen Snack und dann hoffe ich, dass er dir eine angenehme Abendunterhaltung bieten kann. Eine Vorabendunterhaltung, wenn man so will, ne? Gut, deswegen werde ich jetzt auch langsam mal Elden Ring aufmachen. Und dann starten wir langsam mal rein ins die Geschichte schauen wir jetzt mal rein. Verstehst du, wie du mal? Cartman Habitäre, grüß dich Gott. Erst noch Katzenklos ausräumen, dann wird gebiert. Sehr schön. Grüße an die Kätzchen an der Stelle. Grüße an die flauschigen Kätzchen an der Stelle. Ah ja. Uiuiuiui. So. Gut, Cartman, alles fit bei dir? Heute haben wir noch mal umgeschickt. Nächstes. Ist ja schon gut. Einmal auch schon da. Ja, gestern haben wir einen Boss umgepümmelt. Der wo in dem Hexenhaus war, das was wir eben gerade da eben an dem Ladebildschirm gesehen haben. Ansonsten war gestern eigentlich nicht allzu viel los. Wir haben, wie gesagt, eben gestern dieses Gebiet da oben betreten, die Ruinen von Rau. Und das Map-Fragment war da erhintert. Und ich habe da im Laufe des Runs irgendwann da schon mal den Ort der Gnade da gefunden. Also den habe tatsächlich nicht ich freigeschalten, sondern der war schon da, den haben wir schon mal irgendwann entdeckt. Ich habe aber übersehen, da weiterzugehen. Jetzt hat sich da natürlich ein kompletter Bereich noch auf da, den wo wir noch gar nicht erkundet haben, einschließlich dem Ganzen da herunter. Und mein Auge hat da schon wieder ein wenig was erlurt, meine ich. Also da herum habe ich irgendein Haus mal markiert. Das schaut aus wie so ein Mausoleum, da könnte ein Dungeon drin sein. Ich habe erlurt, dass man auf alle Fälle da aufgehen kann. Das muss irgendwie gehen. Was habe ich noch erlurt? Dass man da irgendwie reinkommt, dann haben wir oberhalb von dem Wasserfall, weil da haben wir ja gestern angestanden. Und das heißt, dass man da unten normalerweise irgendwie durch kann und da einmal komplett durchrennen kann. Dann kann man hier rauf, zu diesem Gebiet, was vielleicht dann auch in dieses Gebiet übermündet. Wahrscheinlich eher nicht, weil da ziemlich hoher Felsen ist, so wie das ausschaut. Aber vielleicht führt uns das ja irgendwie da einer. Ja, dass wir dann über den Umweg dann irgendwie da rumkommen. Ja, da herum waren wir ja gestern. Aber das werden wir uns jetzt alles in Seelenruhe anschauen, okay? So, Entschuldigung, Chef ist gerade heimgekommen. Grüße an den Chef, Habitäre. Wifi, alles gut. Und Price Habitäre. Elden Ringos ist ja, wir sind die Elden Ringos. Das sind halt ich jetzt einfach mal vorschlagen. Wir schauen mal, ich habe mir das übrigens da alles so ein bisschen auf der Map markiert. Ne, wo wir noch hingemäht, da jetzt nicht, weil da kommen wir ja sowieso dann hin. Von daher schauen wir uns jetzt erst einmal da herum ein bisschen um. Das müsste dann Haram und Riese genau da hinter irgendwas auch. Und dann sehen wir schon, ja, wir lassen einen Tag auf uns zukommen in Elden Ring. Irgendwas wird schon werden. Passt, alles schön warm und ich warte bloß nur auf das Eis, was meine Frau gerade vom Rieber hält. Sehr schön. Dann lässt sie es schon mal schmecken, wenn deine Frau mit dem Eis zurückkehrt. Ich tue da jetzt einmal auf meine Hottehühe aufsteigen. Elden Ringos, ja genau, sei Habitäre. Jetzt habe ich eine Ruhephase leider ein bisschen gestört, das war ein bisschen unsensibel von mir, aber das hilft dann manchmal nicht. Oh, da ist irgendwas, da hat es irgendetwas, da hinten hat es irgendetwas. Was ist mit euch erst? Also, wenn die ganzen Ritter Kunibärts gegen die Golems da kämpfen. Nicht mehr Musch.
Geht doch. Fang doch schon wieder zintig an. Haben wir keine 5 Minuten im Spiel. Die sollten schlafen in der Nacht oder wenn es da sind. Ja, genau. Aha, da liegt was. Ich hab's genau erlaubt. Schattenreichrune, okay. Das generell, irgendwie wirkt es da gerade so ein bisschen sehr herbstlich. Da ist irgendein Blutsee. Da chillen's. Ja, die lassen wir jetzt da mit chillen. Ich meine, die wollen da einen Badetag machen, dürfen es gern da. Habe ich jetzt kein Problem damit. Solange da kein Loot nicht liegt, kein relevanter. Da liegt aber Loot, ja, dann hilft es leider nicht. Ja, den schenken wir. Ah, da ist das Mausoleum da herum. Das werden wir uns gleich mal zu Gemüte führen. Ich höre da irgendeinen Käfer. Da ist irgendwo ein Käfer. Ah, da oben. Nein, ein Dunkelschmiedestein, den nehmen wir natürlich mit. So, was haben wir da jetzt? Zwei Fragen. Können zwei gleich aussehende gegnerische Ritter auch jeweils eine andere Waffen bzw. Schilderung und gibt es Gegnerarten, die in der Nacht auch wirklich schlafen und untertags? Ja, zu beidem ja. Es gibt Gegner, die haben von der Art her gleich, haben aber andere Waffen und es gibt Gegner, die schlafen in der Nacht. Beziehungsweise spawnen in der Nacht andere Gegner wie am Tag. Das ist möglich. Das ist möglich. So auch bei Bossen. Es gibt Bosse, die wo in der Overmap spawnen. Die haben in der Nacht anders wie am Tag. Ah, das ist wieder so eine Mine. Aha, das so eine ähnliche haben wir ja schon einmal gemacht. Trefft sie an ihrer Schweier, ja, okay, ist schon klar. Wird man sich aber den erst nicht von da schon runterfallen lassen müssen, oder? Das war direkt. Aha, da geht's auch runter, okay. Okay. Ja, so gesehen. Du kannst halt das Ding in Elden Ring, so kannst halt wahnsinnig viel übersehen. Das ist das. So, jetzt müssen wir natürlich erst einmal Orleck. Ah, da kann man sich oben fallen lassen und dann... Okay, alles klar, gut, passt. Oh hey. Du, ganz ehrlich, an dir verschwendet jetzt keine Ressourcen. Schmiedeschrift-Axt, okay. Okay, da gibt es sonst nichts, dann lassen wir den einmal in Ruhe. Weil wenn wir mir eher mal in Ruhe lassen, lässt er vielleicht uns auch irgendwann einmal in Ruhe. Mhm. Okay, das wundert mich, dass das funktioniert hat. Ich möchte ja doch nicht wissen, wie heiß in der Rüstung jetzt da drin wird. Kann man dann auf alle Fälle auf die andere Seite noch umspringen?
So auch hier. Auf alle Fälle ein weit verzweigter Dungeon. Schmiedeschiff-Schild. Okay, ist einfach nur der Raum zum Looten. Gehen wir mit oben. Okay, da hinten geht's auch noch lang. Das ist auf alle Fälle ein Aufzug. Können wir uns aber da auf alle Fälle mal... Von da unten haben wir umgesprungen. Warte mal, da gibt es 2 Seiten. Wir sind mal von da... Ja, von da haben wir umgesprungen. Dann schauen wir mal, was da noch ist. Ah, außer irgendeiner Schleimbotzen, okay. Schmiedeschiff Großhammer. Okay, da finden wir auf alle Fälle irgendein Hammer. Generell irgendein Waffenset. Oh, leck, jetzt war ich fast runtergefallen. Heilige Scheiße. Der Drachen Schmiedestein. Einfach mal random. Aber. Los mehr. Okay. Au. Au. Ja gut, aber jetzt hat's am Arsch, weil jetzt könnt's nicht mehr auf, oder? Okay. Okay, Preisfrage. Wie geht's jetzt weiter? Kommen wir von da überhaupt zurück? Normal schon, oder? Nochmal schauen. Ach, da rund geht's einer. Ah ja, okay. Okay. Jetzt werden wir noch so einen uralten Drachen Dunkelschmiedestein finden dann? Geht schon irgendetwas. Ah, das ist eine Leiter, okay. Mal gucken. Leiter, 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 Leiter. Wenn da die Blobbies schon wieder runterkommen.
Ach, da geht's oben, okay. Boah, leck. Das war wieder so knapp. Alles klar, danke dir. Hat sich wahnsinnig rendiert für den Dunkelschmiedestein, den wo ich absolut nicht brauche, gell? Aber okay. Jetzt weiß ich ja wohin. Einfach da wieder auf, dann rechts und dann wieder oben und dann haben wir eh eigentlich schon wieder da, wo wir gewesen sind. Ist nicht dramatisch. Haben wir schon schwer eine Geburten gehabt. Welcher Lavagolem hat schon wieder auf der Decken geschenkt? Ja. Frag einmal, sei vielleicht, sind so gnädig und sagen das. Vermute mal der wo mich gerade gekillt hat. Ich glaube, ich habe den gerade beim Abnudeln gestört. Deswegen hat er mich gnadenlos mit Steinen über den Haufen gejietet. Wir müssen jetzt dann rein. Theoretisch auch irgendwo meine Seelen legen. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, da hinten lingens. Ja, perfekt. Es waren eh gerade 9000, right? Ja, komm, fuck off, die 9000, die los ich am Link. Alter, du Arschloch da hinten. Der wirft mich gnadenlos einfach mit seinen scheiß Phasen ab, obwohl ich noch auf der Lorte bin. Da überhaupt keine Kinderstube nicht genossen, der Typ. Jetzt können wir den Hebel da hebeln. Ah, jetzt geht das Rohr nach unten. Achso, jetzt geht da das Rohr nach unten und dafür kann ich auf die andere Seite nach oben. Oder wie sage ich das? Ja gut, das werden wir jetzt rausfinden. Ja, schaut so aus. Wolleck. Mhm. Schaut plausibel aus, die ganze Geschichte. Oh, da ist Ende. Golemschmied und ein Drachenschmiedestein in Wall. Ja, perfekt. 2 Stück in dem Dungeon ergottert. Da hinten ist ja der Start. Ja genau, da haben wir ja gewählt. Right? Haben wir dann da oben gekommen, dann da durchgelaufen und dann da oben. Ja, okay, das ist der Start. Passt. Ja gut. Haben wir den Dungeon auch schon. Perfekt. Easy.
Kommst du denn nur jetzt her? Zupfte. Kriegst auch schon Streuschusswurf, okay? Da ist noch mal irgendwo eine. Irgendwo pickt da noch eine. Ja, probier's einmal. Ach, da unten ist er. Wieder Dunkelschmiedstein. Okay. Gut, Freunde der Sonne, das ist jetzt einmal nächster Pfad. Oder soll ich jetzt pass auf, ich zeige Ihnen jetzt einmal für den Fall, nur vorsichtshalber, dass man nicht dazu kann, ich zeige Ihnen jetzt den Weg, was man machen muss, damit man da in diesem Teil der Map kommt. Das ist unfassbar. Da kann man nie drauf. Jetzt passt auf. Wir müssen da an diesen Ort der Gnade. Zeige ich gleich nochmal. Pass auf. Für alle, die das dann vielleicht einmal nachspannen, einmal kurz die Erklärung. So. Wir brauchen diesen Ort der Gnade da dahinter. Also Schattenberg, Fried, Hintertor. Das ist quasi der Ort der Gnade, wo der Commander Gaius auf uns war. Da ist doch der Bosskampf gewesen, den wo ich bei meinem spontanen kurzen Stream am letzten Freitag gemacht habe. Da war ein Bosskampf drin. So. Und wir wollen da irgendwie ne? Also wenn man auf die Map schaut, schaut jetzt in die Richtung, hier wollen wir irgendwie hin. Und da kommt man auch hin. Aber nicht einfach so. Reinkommen tut man da, indem man in dem Raum da drinnen ist. Und das ist jetzt das Heftige. Man muss in dem Raum zu dieser Statue da gehen. Ja, diese Statue, die by the way keinen Kopf mehr hat. Und dann, und jetzt kommt das Krasse, du musst nicht einfach irgendein Item konsumieren, sondern du musst eine bestimmte Geste machen. Und diese Geste findest du im DLC. Genauer gesagt, findest du diese Geste irgendwo, da in dem Bereich irgendwo gibt's die. Ne? Die ist irgendwo da. Also wenn du Sponnydorf hast, dann musst du da irgendwo herreiten. Und da findest da ist da irgendein so angranzter Baum und da ist die Geste dort. Die habe ich aber schon gehabt. Und damit du jetzt da umkommst, musst du die Geste, wo haben wir's? Ich muss schnell suchen. Da. Die Geste O Mutter. Musst du machen. Dann bewegt sie die scheiß Statue auf Zeiten. Und so kommst du in den hinteren Bereich dieser Map. Wie zum Fix sollst du da alleine draufkommen? Das ist unmöglich. Das Ding ist, das ist in From Software keine Neuerung nicht, okay? Diese Mechanik hat es in Dark Souls 3 bereits gegeben, da findest du nämlich genau auf dem gleichen Weg oder nach der gleichen Herangehensweise ein verstecktes Gebiet. Du musst an einer bestimmten Stelle eine bestimmte Geste machen, um in ein neues verstecktes Gebiet zu kommen. Also Miyazaki, du alter Houdini, ne? Da hätte man zumindest einmal irgendeinen Hinweis machen können. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, dass es halt dann wieder so gut ausschaut, dann kann man ja schon wieder nicht besser. Grutze, fix. Okay, dem hab ich der, grüß dich gut.
Ja, ist schon schön. Also da kann man ihm schon wieder nicht besser, gell, den Teufel denn. So gescheiter er ist. Aber da haben wir dann noch einiges zum Anschauen, Freunde der Sonne. Ja? Unter anderem Pimmelgebiet. Pimmelgebiet ist jetzt quasi für uns voll zugänglich. Hoffe ich mal. Außer da ist wieder irgendein versteckter Scheiß, den du aktivieren musst. Irgendwie auf random, damit du da umkommst. Aber okay, wir schauen uns jetzt bei Moment 1 nach dem anderen. Wir tun jetzt erst später da weiter. Ja? Nicht, dass wir uns noch verlaufen. Das war ja jetzt auch nichts. Haben wir ja Zeit. Freunde, wir haben ja Zeit. Es pressiert uns ja nichts. Oder? Ihr wollt ja bestimmt genauso viel von der Map sehen wie ich auch, oder? Liege ich da falsch? Wenn wir schon ein DLC kaufen, das wo so gut ist, oder so aufgemacht ist wie das, dann wollen wir ja die Welt natürlich auch ein bisschen erkunden. Ist aber hoffentlich sowieso klar. Ah, da ist ja der Bogenschützenriese, ja genau. Und den bin ich gestern einfach nur vorbeigeritten, weil ich einfach nur das Map-Fragment haben wollte. Ich hab mich da quasi noch gar nicht umgeschaut. Warte noch, bis ich an dir dran bin, dann hat's die nämlich gleich. Weil ich hau die so aus deinen Schuhe raus, dass du so im einen Nagelschwammerl brauchst. Das garantiert er. Ah, und der Kumpane kommt auch noch mit her, ja, passt schon. Und meine Elden Ring Schützlinge im Chat, ich hoffe, ihr schaut euch das gut an, wie man die macht. Noch leichter kann man 1.500 Runen nicht verdienen. Genau, da war mal eine Dungeonerin. Ich pass auf, aber bis soweit ist, habe ich es wieder vergessen. Ja, macht nichts, der Mike merkt sich schon. Geh, Mike! Gut, genau, weil das war nämlich die Krux dahinter. Da hast du nämlich einen riesen Face-Vorsprung. Da kommst du nämlich ja so jetzt gar nicht auf. Da hinten geht's auch noch eine. Das schauen wir uns auch noch an. Ja, da können wir vielleicht auch gleich umgehen, weil da geht's, dass da noch entlang geht, ist eh klar. Weil da hinten war auch das Map-Fragment. Mir wundert es nur, dass ich das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt habe, dass wir uns da umschauen, obwohl wir da eigentlich schon mal gewesen waren. Da hinten ist auch irgendein Anwesen. Hä, wo, wer, wie? Ich hab grad nicht zugehört. Ja, ich hab grad eindrucksvoll Wer wirft damit? Ich hab grad vorgemacht, wie man die großen Steinriesen macht. Und dann hab ich gesagt, ich hoffe, du hast gut aufpasst. Oder ich hab gesagt, die Elden Ring, unsere Nachwuchs-Elden Ring-Spieler. Okay, was auch immer da jetzt hingeht. Wirfst du einfach einen Stein ins Gesicht? Was ist denn mit dir? Ah, mir verfolgt gerade irgendeine fette Wälzer. Wieso kriege ich keine Benachrichtigung aufs Handy oder sowas? Habe ich die RDB getut, das weiß ich nicht. Ich habe sowohl auf Discord gepinkt, beziehungsweise Twitch, wenn du meine Benachrichtigung anhast, solltest du auch eine Twitch-Benachrichtigung kriegen. Oder dein Handy ist kaputt, das kann natürlich auch möglich sein. Jetzt Maulvogel.
Aha, was haben wir da? Ich habe nichts gekriegt, ich habe vorbildlich alles so. Sehr gut, dann habe ich nichts gesagt. Mrs. Birgit, dann weiß ich es leider auch nicht. So, was bist jetzt du dafür? Ah ja, ich spawn einfach direkt vor einer Kiste. Bestienhorn. Aha, okay. LOL, da spawnst einfach da herum. Halt. Ah, na. Oh, leck. Ah, das ist die. Okay, ja, na, okay. Falsch denkt. Da unten ist ein Ort der Gnade. Also, wenn wir da über den Fluss da weiterlaufen, können wir normalerweise dann da hinten, right? Das müsste dann unter dem Ding da erinnert sein. Ah ja, werden wir rausfinden. Billinger habe ich dir, grüß dich gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, soweit. Ich kann nicht gelungen. Ich hoffe, bei dir passt alles. Glocken schauen, die 7-Benachrichtigung auf @everyone zulassen, Twitch am Handy aktualisieren, muss ich auch immer schauen, ob bei anderen. Genau, das ist, wenn ihr in Twitch, wenn ihr auf Discord natürlich auch @everyone unterdrückt, dann kriegt ihr natürlich keine Benachrichtigung, das ist logisch. Also da vielleicht einmal nachschauen, Birgit, ob du meinen Server nicht komplett auf stumm geschaltet hast, inklusive @everyone Benachrichtigungen, weil dann macht es natürlich Sinn, dass du keine Benachrichtigung kriegst. So, ne? Aber ansonsten wisst ihr nicht, an was das liegt. Findest du das jetzt lustig oder was? Du Arschvogel. Ah ja, freilich, ist ja klar. Ja, freilich dürft's mitfahren, aber hinten ist sitzen und präseln dürft's nicht. Aha. So, was ist mit euch jetzt für... Oh Gott. Ja, du, da sag ich dir ganz ehrlich, da muss ich mir jetzt vorsichtshalber einmal buffen. Oh, ein Impfviecher. Ich hab gewusst, das war eine gute Idee. Blöd, wenn man das falsche Item ausgerüstet hat, ne? Wenn man sie eigentlich heilen möchte, aber sie dann einfach nur einen Krabbenfuß im Pfotzen haut. Das ist natürlich dann suboptimal, weil das war nämlich jetzt ein unnötiger Tod gewesen. Ja, den hätte ich jetzt auch nicht gehabt, wenn ich... Ne? Naja. Anfängerfehler passiert an mir noch. Gott sei Dank kann nicht everyone in Discord nur dabei sein und Mods mal. Ja, das können nur Mods und ich. Das haben wir ihm schon so geregelt, dass es passt. Aber...
Ich brauche keinen Halbpunkt, das sei mehr, als wieder als immer Streamstreak. Vielen lieben Dank. Ja, da haben schon wieder 450 schon, ja. Da haben wir schon wieder 450. Danke dir. Das war da hinter, right? Ja. Ist ja schon fast ein bisschen wie im bayerischen Wald da drin. Weil jetzt auch los sollte bleiben. So. Weil da hat irgendwer gesagt, Mülltonne auf. Ich habe im Base Game schon nicht mehr und ich mag ihn mit DLC genauso wenig. An der tschechischen Waldviertel, tschechische Grenze, ja. Nehmen wir alles mit. Wir waren mal irgendwie in Elden Ring schon überall. In Mittelerde, in Hogwarts. Du, da ist jetzt da ist jetzt das Waldviertel oder tschechische Grenze auch schon wurscht. Warum ist jetzt meine Waffen wieder einwendig? Gar nicht umgestellt. Ah, fick dich halt einfach dumm. Boah, Alter. Boah, gehst du mir. Boah, leck, gehst du mir auf die Eier. Alter, ohne Scheiße, reißt er deine 4 Sohle einzeln aus und schickt er jeden einzelnen da so weit in deinen Arsch ein, dass du Zehennägel mit von der Lore abbeißen kannst. Das garantiert. Wo bist du denn jetzt? Du dummes Mistviech. Dein Mutter. Scheiß Drecksviech, ehrlich wahr. Okay. Okay, das ist so ein bisschen ein Wichsgebiet, habe ich so das Gefühl. Ah, das ist jetzt die... Okay. Gut, da waren wir. Waren wir auch, aber dahinter geht es jetzt noch weiter. Ich erkenne ja leichtes Aggressionspotenzial. Nein, nein, alles gut. Das sind halt einfach Wichsviecher. Das sind die typischen From Software Arschloch-Wichsviecher, die komischen Gerätenviecher da eben, die waren im Main Game schon richtig garstig. Im DLC haben sie es natürlich auch nicht besser gemacht, ist ja klar. Aber da haben wir ein Örtchen der Gnade. Ja, und da wird es dann wahrscheinlich da irgendwie aufkommen, vermute ich mal. Das werden wir außerfinden, Freunde. Ich sag's nicht, wie es ist. Kann bestätigen, Waldviertel steht, ja. Hätte jetzt auch nichts dagegen gesagt. Ruinen der Tempelstadt. Aha, da in dieses Anwesen kommst du auf alle Fälle rein, okay.
Okay. Nur mich kurz ein wenig orientieren. Okay, dann müssen wir da auf, dann geht's da um und da oben, da vor dem Eingang, da wartet irgendein Arschloch. Seh ich von da schon. Kommt da ein Bosskämmer? Okay. Ja, hier dein Blären auf, so schlimm ist es ja nicht. Oh, lol. Geht doch. Schmiedestein. Viel Wasser und eine Burg vom Amberg ist das Bossaukappe. Ja, ja. Der Blas, you know. Bin sauber am Palatschinken, war ich da? Da jetzt fühlen? Wo Palatschinkenhändler? Ich will nur schauen, was da hingeht. Oh, da hinten ist meine Skadudelmanudel, oder? Ist da hinten das Skadudelmanudel? Das schaut aus, wie wenn das Skadudelmanudel war. Da auf Zeiten Geringverdiener. Ah, verehrte Geisterarsch. Ja, fast Skadudelmanudel. Das ist das da runter. Okay, da waren wir schon. Okay. Ich frag mich Ruhe noch, wie du da raufkommst. Ich habe keinen blassen Dunst, wie du da auf den Drecksfelsen da raufkommen sollst. Ich weiß es nicht. Kommt man? Achso, nein. Okay. Jetzt ist eigentlich nur die Frage, wie komme ich da jetzt rein? Let me see. Unter Umständen? Hä? Okay, warte, Moment einmal. Ach, das ist ein anderer... Moment einmal, das ist ein ganz anderes Gebäude da, oder? Warte mal. Moment. Ja, das findet man, das werden wir jetzt schon rausfinden. Spielen wir aber schließlich Assassin's Creed Ring oder so. Keine Ahnung. Okay, da nicht. Aber da muss die im Waffe kommen. Das war zu weit. Fast. Oh, das ist
Aber auf so ein dünnes Ding auf zum Springen ist mit dem Ross alles andere wie einfach. Ja, jetzt ist es schon fast gut. Da muss es aber noch einen anderen Weg geben. Das kann nicht so kompliziert sein. Oder? Ja, das meine ich, wird zu weit weg sein. Oder war der Aufstieg einfacher? Oder von da um, das kann da gehen. Ja, perfekt, du dummer Teufel, du. Nein, halt du jetzt mal ab da mit deinem scheiß Drecks-Mistkorb und dein Geheule, du gehst mal auf den Sender. Sollte man lieber wieder reinkommen. Wie komme ich da rein? Die Frage eines Mannes, ja. Das sind die wichtigen Fragen im Leben. Wait a minute. Und wann gibt's was zum Essen? Das ist die zweitwichtigste Frage. Ja, Moment, das geht schon da irgendwie da runter. Das geht, muss da irgendwo gehen. Okay, das geht auf jeden Fall nicht. Das ist so. Okay. Also ich bin mir eigentlich fast sicher, dass das irgendwie über da gehen muss. Ist eine versteckte Wand. Hat's erledigt. Ich bin zumindest einmal innerhalb. Man schon denkt, dass du irgendwie über die Wand da raufkommen musst. Da unten liegt Loot, ich hab's gesehen, aber ich will jetzt erst einmal da rum. Wenn nicht, da ich da jetzt wieder runterfalle und dann kann ich den ganzen Scheiß wieder von vorn machen. Gnadenlos von oben hab's genommen. So, da ich ja von der Ferne schon einen Gegner gesehen habe. Okay. Eine Schatztruhe. Ich hoffe, der Aufwand hat sich jetzt gelohnt. Zweihand-Schwert-Talisman. What is this? Verbessert Angriffe mit Zweihandwaffen. Okay, der ist geil. Ich nehme ja quasi meine Waffen eigentlich immer mit zwei Händen. Gut, jetzt ist halt die Frage, was wird als Zweihandwaffe definiert? Wird das auch, zeigt das auch, wenn ich eine Waffe in beiden Händen trage, oder ist es nur explizit für große Waffen?
Aber hört sich an und für sich ja schon mal gar nicht so verkehrt, der Talisman. Haben wir schon größeres Klump eingesammelt. Skanudelmanudel, ja, perfekt. Ja, okay, dann haben wir da aber eigentlich soweit alles. Beziehungsweise, wo ist der See? Der ist dahinter, da kann man auch noch hinschauen. Oder ist der Unterhall? Oh, ja, okay, der ist weit Unterhall. Alles klar. Wer kostet da? Gut, dann haben wir da alles. Passt. Dann können wir in die andere Richtung schauen. Tatsächlich. Es ist so krass, weil es einfach so viele Bereiche wieder, wenn du die nochmal besuchst, einfach wieder neue Dinge neu entdeckst. So, den können wir dann weg da. Müssen wir dann da so in die Richtung. Also da rüber. Genau, da waren wir ja vorher dann jetzt die ganzen Insektenidioten. Da reiten wir aber jetzt einfach vorbei. Oder auch nicht. Muss auch immer die da anbeten. Schauen wir mal, vielleicht finden wir da einen Dungeon. Oder irgendein verstecktes Fragment. Schwarzfeder-Grabvogelrüstung. Okay. Da glitzert auf alle Fälle wieder irgendetwas. Da fahren wir jetzt die ganzen Vögel nach, oder was? Ah, da ist er. Kriegsasche, die giftige Blume blüht zweimal. Alter, ist dir das jetzt blöd, dass du jetzt da nachgerannt bist, oder was? Nur um einen dreckerten Tod zum Sterben, perfekt. Oh, hi. Schwert des Hornkriegers. Ich glaube, das habe ich schon. Ort der Gnade, perfekt. Okay, die Ruinen haben da ganz oben, da werden wir keine Chance unterhitzen können. Schauen wir mal, vielleicht entdecken wir ja noch irgendwas. Ah, da hinten haben fette Skorpione. Da hinten ist ein Riesenbär. Okay, es sind 2 Riesenbären in der Nähe. Schauen wir rum auf. Okay, da liegt ein riesen fetter Scheißhaufen umeinander.
Okay, da ist Ende der Map. Okay, jetzt hätte ich vielleicht vermutet, dass das so eine Art Dungeon ist, aber... Ja, den Bär lassen wir mal. Der tut jetzt gerade aktuell noch kaum was. Wie weit geht's denn da? Das ist ja Wahnsinn. Na gut, so ein kleiner Waldspaziergang hat er noch nie geschafft, gerade nicht in Elden Ring. Oh! Gibt's da was? Ah ja. Hey Bär, ich hätte jetzt eigentlich nicht vorgehabt, die umzupimmeln. Boah, leck ist der Denki. Ja, ich glaube, mein Rückradl ist durch. Ah, so, jetzt hat es zu zweit. Ja, perfekt. Alles klar, alles klar. Ja, okay, jetzt bin ich sowas von am Arsch. What the hell? Warum kann ich jetzt mein Pferd nicht rufen? Das verarschen jetzt oder was? Oh. Scheiß Mistviecher! Alter, wie schnell ist denn das Viech? Ich geh aber mal massiv stiften jetzt, gell? Kübi habe ich dere. So, ein richtig laut schreien kann auch noch, dass mir vom Pferd reißt. Alter, ist das ein garstiges Mistviech? Heilige Scheiße. Ah, komm, fuck off. Nope, auf die Bären habe ich gerade überhaupt keinen Bock. Okay, geflügelte Skorpione. Perfekt. Warum grabt mich halt alles? Bin ich so anziehlich? Anziehen? Alles mag schmusen mit mir, ja, so schön war ich doch gar nicht. So, hey, den hast. In der Hoffnung, dass mir jetzt nicht gleich wieder irgendein Titanic-Bär über den Haufen wumst. Ah, da hinten rennt schon wieder einer rum, ne? Perfekt. Au. Ah! Stirb!
Heilige Scheiße. Genau, ich bin vergeben, ich wollte nur mit anderen schmusen, maximal. Ja, schön ausschauen, das schon, gell? Wenn jetzt die ganzen Viecher nicht warten, das ist direkt ein schöner Urlaubsort. Abendessen mit Nudelsuppen sein, merci für einen Löck und einen guten. Ach komm. Na, das ist doch... Genau, so. Das Meer? Okay. Da ist ein Dungeon. Erstmal schauen, was da hingeht. Okay, Sackgasse. Und da haben wir auf alle Fälle einen Dungeon. Ja dann, gehen wir heute mal rein in den Dungeon. Katakomben am Skorpionsfluss. Ja, also ein bisschen eine Höhle, mal schottonieren. Jetzt hätte ich so schön 181.000 Runen und das bringt mir nichts, weil ich kann... Oh, warte mal, ich kann da was upgraden. Weil ich leider einfach fucking 366.000 für einen Aufstieg brauche. Skadudelmanudel, sehr gut. Skadudelmanudel Stufe 16, perfekt. Ich glaube, das Maximal ist 20, wenn mich nicht alles täuscht. Oh nein, nicht ist schon wieder. Nein, hau ab mit deinem Trökengesicht. Sitz. Okay, wo ist das da hinten? Verjüngende Boli, okay. Oh Gott, da geht's schon wieder so ewig weit oben. Halt's Maul, der macht Todespest. Lauter hinterhältige Ratten, ohne Scheiß. Da noch einer dick hängt. Nein, 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 nein! Arschgeburt. Oh, der war ja. Okay. Solange der Dungeon so weitergeht, ist mir es eigentlich egal. Wie jetzt? Wo haben denn die jetzt? Das ist doch klar, die hätten wir doch jetzt. Unter Garantie hätten wir doch die jetzt gesehen.
Steck kurz einer schauen, bin auch schon wieder vor der Habitäre. Bis dabei ja, dann merci fürs kurz reinschauen und Habitäre. Einen schönen Abend, I guess. Ah, okay. Für was war der Raum jetzt? Nur für das Blärmi-Ding da, oder was? Das war mir jetzt eigentlich klar, dass diese Scheiße kommt. Okay, das ist aber nicht komplett groß. Also über die komplette Breite, das geht nur... Okay. Der Dungeon ist mir schon wieder sauber zu weit verzweigt. Ich sag's ein gewisses... Blumen, Hammer, passt. Oh Gott, Alter, was ist denn das? Okay, so genau habe ich es jetzt nicht gesehen. Ah, das ist ein Lotter. Das ist gut für uns. Muss da jedes Gebiet mit irgendeiner scheiß Falle versehen sein, oder was? Aber ich weiß schon, in was für Richtung das geht. Du kommst über die Fallen ein Stück her. Die Augen dahinter machen Todespest. Todespest, Freunde der Sonne, wenn dieser Debuff, den wo sie ja da in der Mitte vom Bildschirm jetzt zeigt, wenn dieser Debuff voll ist, bin ich tot. Okay? Dann bin ich einfach tot. Egal wie viel Leben ich habe. Ja, und wenn mein Lebensbalken einmal quer um den ganzen Bildschirm umgegangen hat, dann darf es nichts bringen. Das heißt, ich warte, bis das der jetzt angelaufen ist und dann laufe ich mit einem Affenzahn da um. So groß kann ich ja leider nicht rufen. Viel Zeit darfst du nicht verlieren, gell? Also wer sich das ausdenkt hat... Statue von Marika, okay, also das ist mir gar nicht so verkehrt. Halt die Fresse, Alter. Okay, das hat's in einem Souls-Liker so auch noch nie gegeben. So, das kann man nicht kaputt machen, okay? Ich hasse die Trompetendinger.
Ja, lass mich raten, da ist wieder irgendeine Falle um, oder? Ja, perfekt, ist eh klar. Okay, Gräbertallinie. Alter, komm halt's Maul, ich weiß überhaupt nicht, wo wir mir jetzt gerade haben und wo wir hin müssen. Oh! Oh, große Geistertallinie. Okay, das hat sich rentiert. Kann ich eine Asche auf plus 10 machen? Ja toll, und jetzt? Okay, der Dungeon ist ein reiner Irrgarten. Jetzt geht's wieder nach oben. Ja, freilich, ist eh klar. Es ist schon mies, gell? Erst haben wir wieder nach oben gerannt, jetzt geht der Fahrstuhl wieder nach unten. Also du sollst die auskennen da drin. Oh, aber das scheint so, als wären wir jetzt am Ende, weil da scheint wohl der Boss zum kommen. Ja, da ist ein Boss. Boss-Time, Ries! Ja gut, sind Heilungen could be worse. Todesritter? Du schon wieder. Ja, gestern schon gepümmelt. Der Grab ist gefährlich. Too easy. Langstiel-Axt des Todesritters und Himmels-Bernstein-Medaillon plus 3. Erhöht die maximalen FP bis ans äußerste. Holy shit. Ja gut. Haben wir schon schlimmer nicht geschlagen. Ja dann, let's go. Weiter geht's. Ja okay, dann haben wir da den Dungeon. Dann haben wir das erkundet. Da waren wir auch eine Runde. Das da drüben haben wir freigeschalten. Jetzt ist die Frage, machen wir in die Ruinen weiter, weil da haben wir gestern angefangen, da reißen wir jetzt nichts Neues an.
Und das können wir dann danach noch machen. Hätte ich gesagt. Ja. Machen wir mit den Ruinen weiter. Ich sag das ganz entspannt, du mich eh nicht, Robi. Abgesehen davon. Du, das nehmen wir so, wie es ist. Und wenn einer meint, der mal grantig werden, dann wäre das schon sein. Oder werden wir es mir schon sein. Sind wir auch gerade Menschen. Sind wir auch gerade wir sind auch gerade entspannte Seelen in einem Spiel, die wo versuchen, irgendwie den Weg des Lebens zu finden. Irre mal so, gell? Kann man machen, nichts tun. So, jetzt müssen wir auf alle Fälle in dieses komische Scharlachvollengebiet, das was mir jetzt schon wieder überhaupt nicht schmeckt, das haben wir ja gestern rausgefunden. Deswegen habe ich mir eine weitere Anrufung ausgerüstet, nämlich Flamme heile mich. Also nicht die Flamme, die ich da gerade gekriegt habe, sondern tatsächlich ist das eine andere Flamme. Und Flamme heile mich bewirkt, dass jeder Debuff, den ich bekomme, ob das Gift, Scharlachfäule, Eis, Frost, Eis, Blutung etc. pp, egal was das ist, ich werde geheilt. Weil das wird garstig. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Solange ich auf ein Hottehü bin, ist ja kein Problem. Aber wehe dem, ich bin nimmer auf mein Hottehü. Na, dazu, dass da schon wieder die Gichtviecher umeinander rennen. Okay, das schaut sehr offensichtlich nach einer versteckten Wand aus. Ah, da geht's aber. Aha, das ist irgendein. Das ist nicht. Das ist kein normal. Das ist ein Aufzug. Warte mal, ich kann den Hebel hebeln. Okay, Willi, ich will's wissen. Wo bringst du mich hin? Eine Ebene höher. Okay, ja gut, eines nach dem anderen. Boah, leck. Bleiben wir mal unten. Ein Hebel, der geht nicht. Der geht und nicht einfach klemmt. Ja, genau. Das ist ein gehebelter Hebel. Bleiben wir mal auf dem Stock. Oh Gott, da kommt fuck off, Alter. Die werden jetzt alle drei kommen, dann haben wir aber ein Verschäftsproblem, gell? Ja, perfekt, ist eh klar. Da hab ich die. Sofort die Klappe halten. Aber auf der Stelle. Geräuchertes, gesprenkeltes, weißes Fleisch. Aha. Gibt's da 50% auf Tiernahrung quasi, oder was? Warum geht jetzt mein... Okay, was zum Fick bet's ihr Bitchen an? Wie will ich das eigentlich wissen?
Fliegenschimmel. Super toll. Egal, wo du anfläst, hör auf damit. Am Buch 9 des großen Herrschers, ja. Okay, da können wir so auf jeden Fall nicht um. Ah, warte mal, ober. Stimmt, genau, den Felsen habe ich auch aktiviert, da war da hinten einfach, also quasi da oben, du brauchst einfach gerade einmal außen rumreiten, dann kommst du da oben auf und da war dann der Kieselstorhaufen, deswegen habe ich den aktivieren können. Das heißt, wenn ich den Pferdesprung hernehme, kann man uns dann wahrscheinlich da umfallen lassen, das sollte eigentlich gehen. Okay, dann haben wir aber da jetzt soweit erstmal... Da war mir durchgekeilt. Dann nehmen wir mal den Aufzug her. Okay, wo geht's da jetzt hin, wenn ich da aufhöre? Beziehungsweise das schauen wir uns zum Schluss, sage ich erst wieder außen rum. Oh fuck, ich hab gleich Scharlachfälle. Ich will jetzt nicht sehen, ob man sich an die ansnicken kann. Pestfadensperre, okay. Mal schön rundum schauen, nicht, dass da noch was im Busch ist. Ich möchte ja gar nicht wissen, was für ein Gebietsboss das in dem Gebiet gibt. Ne? Ich bin mir 1000%ig sicher, da irgendwas mit Gift oder sowas zum tun. Weil wenn da schon so viel Scharlachfallengebiet da umeinander rennt, ne? Man weiß ja nicht, ob ich das wissen möchte. Ah ja, perfekt. Wenn wir... Oh Gott, wenn wir gerade vom Boss reden. Seriously? Da gerne noch die Gegner wegen genießen.
Oh, warte mal, können wir da vielleicht da um? Ah, vielleicht können wir nach dem Bossgebiet da noch um. Das kann vielleicht sein. Also ich bin mir fast sicher, dass der Boss ist. Warum soll da eine Nebelwand sein sonst? Wart kurz. Freunde der Sonne? Wisst ihr, was wir mir da jetzt machen? Halt mir mal grundsätzlich die Frage, haben wir Boss auf einen Bockkampf? Haben wir Bock auf einen Bosskampf? Da wartet offensichtlich einer. Da wartet offensichtlich ein Gebietsboss auf uns. Haben wir da Bock drauf? Sollen wir uns den anschauen? Oh, leck. Direkt Bock. Ja, eh. Da sei ich meine auch, wenn er schon möchte, dass ich warte. Da komme ich ja richtig Habitäre. Ja, du kommst richtig. Gebietsboss-Time. Scheinbar. Weil fette Nebelwand. Na direkt, da kann das Spiel nicht sagen, du pass auf, das solltest du dir gut überlegen. Böck. Okay, da machen wir jetzt folgendes, Freunde der Sonne. Passt's, Obacht. Ich gehe jetzt 2 Minuten ungefähr in Pause. Ich gehe schiffen, hol mir was zum Trinken. Die Vorhersage hat begonnen, was kommt jetzt für Scheiß? Ihr holt euch was zum Trinken, was zum Knabbern. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da drinnen auf uns lauert. Ich habe keine Ahnung, wie lange er dauern wird. Ob da überhaupt der Boss drin ist, das weiß ich nicht. Ich gehe mir ganz schwer davor aus. Und dann sehen wir uns in 2 Minuten zu dem Boss wieder. Das ist ein Deal. Wir haben eh noch ASMR-Schenken offen. Genau das ist ja der Hintergrund des Ganzen. Ne? Hab's auch wieder angefangen, nur durch die. I'm sorry. Du bist nicht der Einzige. Es haben jetzt einige aus der Community Elden Ring angefangen, scheinbar durch mich. Ja, das ist genauso wie sie letztes Jahr scheinbar durch mich einige Switch gekauft haben. Es tut mir ja leid, aber ja, ich kann halt auch nicht aus der Haut als Soul-Spieler. Ne? Also, folgendes. Name, ich hol mir schnell kurz was zum Trinken, geh schnell bisseln, ihr kennt das gleiche da und wenn ich dann wieder da bin, machen wir so ASMR-Schenken und dann schauen wir uns an, was da drinnen sich verbirgt, okay? Bis gleich. Ich glaube, dass das ein guter Deal ist. So. Dann machen wir jetzt halt noch schnell geschwind der Vollständigkeit rüber, weil der Herr Kaiser damals vor ein paar Streams ASMR-Einschenker getriggert hat. Was ich aber dort nicht gemacht habe, weil wir da eigentlich schon fast am Ende des Streams waren. Deswegen machen wir das jetzt halt, auch wenn der Kaiser jetzt nicht da ist, aber das meine ich macht nichts. Ich glaube, dass wir alle ein bisschen Erfrischung vor dem Bosskampf brauchen genannt, wenn du mich fragst. Deswegen werden wir ihm das jetzt einknallen.
Und heute gibt's ausnahmsweise mehr aus der Glasflaschen Apfelschorle. Ja, das knallt natürlich jetzt leider nicht so wie halt eine normale Flaschen. Ne? Gebe ich zu. Aber der Effekt soll ja hoffentlich der gleiche bleiben. Okay? Funktioniert einfach immer wieder, gell? Zauberhaft. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, Prost Partygang auf euch. Schön, dass ihr da habt. Ich hoffe, ihr habt Freude an Elden Ring. Ich weiß nicht, wie lange es uns noch begleitet. Ich habe so das Gefühl, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis wir fertig sind. Schön, dass ihr da habt. Ich wünsche euch einen schönen Montagabend. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Und ja, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen einen angenehmen Abend bereiten. Prost auf euch. Was mache ich jetzt mit meinen Ständer? Du, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, was du jetzt tun kannst. Da gibt es jetzt tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Aber das überlasse ich deiner Fantasie. Gut. Freunde, ich glaube, mir grätschen ein. Am I ready? Bin ich ready? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob ich ready bin. Ich werde keine Ahnung, ob ich da Flamme Heile mich brauche. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich lasse jetzt einmal drin, weil wer weiß das schon. Dann schauen wir mal. Na gut, ein ins Viech. Oh Gott, was ist denn das? Romina heilige Knospe. Und warum keine Cutscene ist die Frage. Ja, natürlich hast du Scharlachfäule, das war sowas von klar. Aua, aua. Au. Alter, die ist garstig. Oh, perfekt, schon wieder Scharlachfäule. Okay, die sind gar nicht. Boah, leck. Okay. Cooler Boss. Der Boss auf alle Fälle ist cool. Geil Design auf alle Fälle. So 1000 Füßler Skorpion, wo irgendeine Braut in der Mitte ist. Ja. Ist das ein Skorpionfüßler? Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Die war, glaube ich, brutal anfällig gegen Feuer. Okay, das sind zwei. Das sind auch zwei. Ah, okay, sie macht nur dann Scharlachfäule, wenn die Klinge leicht. Oh Gott, was ist jetzt? Ah, Schmetterling!
Okay, keine Ahnung, was das jetzt war, aber... Aua. Aua. Sägern das natürlich auch wieder die dumme Sau, die. Alter, wie soll ich denn da ausweichen? Okay, in der zweiten eskaliert's. Das ist ihr Ult. Okay, der ist voraussehbar. Au! Romina, ich glaube, du kehrst der Katz. Oh, das war greedy. Bomarkwalzen. Okay. Ja, cooler Boss. Cooler Boss. Geil designt. Ja, sie habe die Ehre. Und danke für deine 3er-Stream-Streak. Vielen lieben Dank. I see pink, I like. Ja, the pink is gone. Once again. Merci, Andi. Ja, okay. Wieder ein Boss. Auf alle Fälle ein geiler Boss. Die ist mir letztes Mal abgebrochen, was du vormittags gesagt hast, das tut mir unfassbar leid. Das tut mir unfassbar leid. Aber schön, dass du einer schaust, ja. Ich hoffe, dir geht's. Streamst du heute nicht selber? Hast du nicht heute um 18 Uhr einen Stream? Oder bist du gerade am Streamen? Bist du gerade mit deinen Zuschauern da zufälligerweise? Oder wie sehe ich das? Falls ja, habe ich die Ehre. Okay. Siegelbaum untersuchen. Den Siegelbaum verbrennen. Oh. Okay, will ich das tun? Oh, wer sitzt da? Du sitzt etwa. Hallo? Ach, das ist ja, okay, das ist eine Statue, okay. Start sehr spät, wir brauchen ein bisschen. Ah, okay, ja, nice. Schön, aber trotzdem schön, dass du einer schaust. Freut mich. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Kann ich das jetzt ohne weiteres tun und kann ich dann da die Map noch anschauen? Oder wenn ich das jetzt tue, bin ich dann raus aus dem Schema? Was ist jetzt der Phase? Das war ja wahrscheinlich nicht der Endboss, das kann man mir nicht vorstellen. So viel Zeit muss sein, Dankeschön. Ach, du klirren da noch mehr. Ja, keine Ahnung. Ja, machen wir einfach, oder? Ich meine, was. Wird schon passen.
Oha, was ist das? Hier, Golden Schloss. Wieder holt's Maul, wie geil schaut denn das aus? Alter, mir steht's gerade Tor auf. Ah, jetzt haben wir da erinnert. Das hat mega geil ausgeschaut gerade eben. Wo sind wir da jetzt? Genau, also... Aber können wir... Wir müssen mal dann rein theoretisch da auch jetzt einer gehen können, oder? Enia Ilim. Ach du heilige Scheiße, Alter, wenn wir mir bis da aufhören müssen. Ja, das ist das Empfangskomitee, habe ich die Ehre. Magst du landen? Erinnert ein bisschen an das Sturmgebiet Farum Azula. Ich hätte ja, so ein bisschen, aber ich hätte jetzt eher an Anor Londo denkt, tatsächlich, so ein bisschen. Okay. Ja, jetzt sollte man halt. Okay, ja, jetzt müssen wir einfach. Nein, wir müssen jetzt. Also, ich gehe jetzt einmal. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass das letzte Gebiet ist. Wir haben alles auf der Map, bis auf den Zipfel hinter. Haben wir alles gemacht. Keine Sorge, wir werden den Zipfel auch noch machen. Aber wir haben alles andere auf der Map erledigt. Wir waren in dem Gebiet, wir haben alles gemacht. Alles, was irgendwie möglich ist. Das Einzige, was bis jetzt nicht zugänglich war, war dieser Bereich hier. Ich vermute mal ganz, ganz schwer, dass das hier das letzte Gebiet ist. Ich glaube, dass wenn wir hier am Ende angelangt sind, kommt der Endboss vom DLC und wenn wir den irgendwann besiegt haben, der wo, by the way, unfassbar schwer sein soll, wenn wir das haben, dann haben wir durch. Das heißt, es war rein chronologisch sogar gescheiter, wenn wir uns einen Zipfel zuerst anschauen. Das hört sich so komisch an, wenn ich so, wir schauen uns einen Zipfel an. Es schaut halt aber aus wie ein Zipfel, ich kann halt auch nichts dafür, ich werde schon wissen, was ich meine. Oder was sagt, ich lasse einen Chat entscheiden. Was machen wir? Machen wir einen Zipfel oder machen wir das Gebiet? Auch nur Ilim, Almosen, wo wir halt gerade haben, weißt du das eh. Endboss direkt. Ja, und dann sehen wir aber nicht, was. Ja, mir war es ja wurscht. Ohne Spoiler, das ist ein alter Bekannter. Achso, der. Zipfel zuerst.
Zipfi. Ah, da machen wir halt einen Zipfi. Ich glaube, dass die Community einig ist. Zipfi first, alright? Zipfi. Gut, dann machen wir einen Zipfi. Ihr könnt jetzt nicht zu einem anderen Ort der Gnade. Willst du mich verarschen jetzt, oder was? Bin ich jetzt da getrappt da drin, oder was? Halt die Fresse, ich kann von da jetzt nicht mehr weg, oder was? Bin ich in dem Gebiet jetzt gefangen, oder was? Kann ich da nicht mehr raus jetzt? Ja, Freunde, dann haben wir aber jetzt ein Problem. Da müssen wir nämlich das Gebiet machen, dann hilft es nichts. Geh da erstmal raus. Ja, wie denn? Ich kann nicht. Kann jetzt da, also, da kann man mal den Ort der Gnade überschauen. Speichern, nein, oder? Dann spawnst du da, wo zuletzt automatisch gespeichert worden ist. Da liegt bei der Webs. Ist wie eine Kirche. Ja, okay, dann haben wir aber jetzt... Moment. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Oh, leck, jetzt ist mir aber kurz Bresel gegangen, gell? Ja, okay. Wir haben ja gesagt Zipfi, gell? Zipfi haben wir gesagt. Ja, Zipfi haben wir gesagt. Die haben wir gesagt haben, dass wir Zipfi zuerst singen. Und Shadow habe ich die, by the way. Ja, okay, dann haben wir quasi jetzt in den finalen Schritten des DLCs. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir schauen uns jetzt erst einmal das da an. Und nachher, wenn wir das haben, schauen wir uns das da an. Ja, ein Zipfi quasi. Ein Dödel. Sein Depp sei. Aber... Ist der Schatten jetzt dann eigentlich weg? Sieht man jetzt nicht. Na gut. Ach, da haben's alte Bekannte hergestellt. Wenn ich es richtig erkenne. Ist das ein Tree Sentinel? Oh, tatsächlich. Oh, hi! Lange nicht mehr gesehen, aber gleich wieder kennt. Achso, jetzt hast du schon Feuerkeule. Ja, perfekt. Aber... Du dummer Saubauer, du gehst mir auf Nerven. Wie jetzt? Jetzt wollte ich gerade sagen, Alter, deine Weinflaschen kostet einen Arscheischirm. Ja gut, gescheiter ist er seit dem letzten Mal nicht geworden, der Boss. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da läuft dann noch einer umeinander. Da ist noch ein zweiter Hund. Wo ist denn jetzt?
Hä? Hat er nicht ein Ort der Gnade? Spinne ich jetzt? Ah, da unten ist er. Respawnt der? Normal nicht, oder? Aber da unten ist noch einmal einer. Aber will ich erstmal nach rechts oben schauen und dann pimmel ich den da unten zusammen. Aber auch nicht, dass die irgendwie wieder eingefügt haben. Dann schauen wir erst mit wo der einer herkommen ist, weil der muss ja offensichtlich irgendwas bewacht haben, ne? Schön auch. Weil, wisst ihr, was mich das jetzt gerade so ein bisschen erinnert? Pfui Margit eventuell ein zweites Mal machen, I'm out. Verstehe. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Bloodborne, an die finale Boss-Arena. Alter, das ist legit die Arena aus Bloodborne vom finalen Boss. Schamandorf. Darf ich was schreiben, wenn es nichts mit dem Spiel zu tun hat? Ja. Ah, das ist das da. Ah. Niederer Erdenbaum. Heißt das. Moment, aber die Melodie ist doch. Ist das die Intro-Musik von Elden Ring? Vom Base Game? Also ohne Scheiß, Miyazaki, du warst ja schon immer sonderbar, aber du verdienst mit dem DLC auf alle Fälle einen Preis in der Kategorie Optik. Ne? Also wie viele Gebiete das in dem DLC gegeben hat, wo es optisch einfach baumbrechend war, das ist geistesgestört. Ich hätte auch gemeint, dass das mein Titelmelodie ist. In weicher Form so. Und da hinten ist die peitschende Weide, da muss ja herzlichen Glückwunsch. Oh, da ist was. Goldener Zopf. Was ist das? Hey Yoshi, habe der eh. Mega cool dort, wenn man weiß, wo man ist. Hä? Was ist der goldene Zopf? Was ist das? Yoshi, wie geht's da? Hä? Was ist denn das? Das ist eine Kopfbedeckung. Ach, dieser Talisman. Erhöht die Resistenz gegen Heiligschaden bis aus... Okay.
Endlich Feierabend und dir so, das freut mich zu hören. Ich hoffe, du hast einen halbwegs angenehmen Tag gehabt, Yoshi. Und schön, dass du reinschaust. Bei mir soweit alles fit. Wir sind im letzten Gebiet angekommen. Also die Community und ich haben uns dazu entschieden, diesen Zipfel hier noch zu untersuchen, weil da waren wir noch nicht. Ich habe es aber jetzt tatsächlich geschafft, in dieses Gebiet hier vorzudringen. Ja, ich vermute, das ist das letzte Gebiet. Ich weiß es nicht. Ich gehe aber mir schwer davor aus, weil alles andere auf der Map haben wir bereits, bis auf das da dahinter. Von daher... Wait, ist das nicht Marika, die Statue? Ich kenne jetzt mit der Lore nicht so aus, aber... Auch schon mega nice so, ne? Auf dem Gebiet kannst du jetzt voll oberkommen, ne? Das ist Marikas Zuhause. Ach, die hat da, also quasi die Göttin Marika hat da quasi gelebt, okay? Wie gesagt, ich bin, was die Lore angeht, überhaupt nicht so wirklich drin. Ich weiß ein wenig was, aber nicht viel. Aber okay. Da gibt's noch einen NPC. Aber sau schön tut. Okay. Okay, aber scheinbar... Also Gegner scheinen da überhaupt kurz zum sein. Was Sinn macht, wenn es Marikas zu Hause ist? Oh, scusi. Ja, cool. Schön, schön. Dann haben wir das auch entdeckt. Können wir, glaube ich, weiterschauen. Weil an und für sich scheint es da nichts Großartiges mehr zu geben. Aha, da ein Zipfel ist. Also, Freunde der Sonne, ich will das jetzt nicht ein bisschen ins Lächerliche treiben, aber es ist schon komisch, dass die Göttin Marika aus einem Heimatdorf kommt, wo es auf einen Teil der Insel schauen kann, das wo ausschaut wie ein Dödel. Also, ich weiß es nicht. Ob man da eine Verbindung sehen muss. Marika, ich weiß nicht, was du da dabei denkt hast. Vielleicht ist der Baugrund billig hergegangen, ich weiß es nicht. Vielleicht haben da auch andere Dinge eine Rolle gespielt. Aber es ist, man munkelt, ne? Na gut. Lassen wir diesen Ort in Frieden, okay? Wahrscheinlich kassiere ich jetzt für den Spruch, was ich gerade gebracht habe, so derartig keiner. Aber dann soll es so sein, ne? Billiger Baugrund ist großes Argument. Ja, großes Argument. Mhm. So gut, jetzt äumelt man den da runter noch über den Haufen, hätte ich gesagt, oder? Und dann schauen wir mal, was das Dödelgebiet da mit uns... Also ich weiß, was ich da zu tun habe, glaube ich. Aber da müssen wir mal schauen. So, Ritter Kunibert, jetzt bist du aber fällig, gell?
aber... Komm grad nicht! Segen von Marika. Yassi, vielen lieben Dank, dass du an Yoshi an Sub giftest. Yoshi, willkommen in der Bazi Gang. Du bist ab jetzt offiziell geschubst. Viel Spaß bei uns und viel Spaß mit den Emotes. Danke dir, Yassi. Vielen lieben Dank für dein Supporterino. So. Into the Pimmel. Hätte jetzt fast gesagt. Hashtag Pimmelring. Oh, da ist, leck mir mal schnell so der Gnade. Ja, du, da sitzt du mir vielleicht auch hin, weil, ne? Warum auch nicht? Einer von uns, ja. Yoshi ist jetzt einer von uns, ob es ihm gefällt oder nicht. Und das ist gut so. Mehr Geschubste, mehr gut. Ganz einfach. So. Ich vermute mal, das läuft ähnlich ab wie hier drinnen. Ah, halt, Schmarrn, nicht wie da drinnen. Wo waren wir denn da? Wo ist denn das? Ah, doch, da! Wahrscheinlich da hinreiten, diese Tröte tröten oder was das ist. Und dann wieder zu dem NPC da zurückkehren. Vermute ich jetzt einfach mal. Das heißt... Oh, lebt mir mal Scheiße. Nein! Okay. Felsen, Reset? Nicht. Okay, perfekt. Easy. Wenigstens bin ich nicht weit von meinen Seelen weg. Wenigstens bin ich nicht weit von meinen Seelen weg. Das heißt aber, also bei dem anderen Finger-Dingens-Graben da, hat es eigentlich nicht wirklich was gegeben, außer lauter lästige Viecher, die wo wir von meinem Ross geschossen haben. Ich vermute mal, dass das hier ähnlich sein wird. So, jetzt reitet ihr aber vorsichtshalber gleich außen nochmal, gell? Hau ab, du scheiß Libelle. Sonst hol ich Insektenspray. So, mal. Kann ich jetzt wegen der Dreckslibelle die Map nicht aufrufen, oder was? Jetzt möchte ich auch meinen. Das werden wir jetzt hier mal markieren. Und dann reiten wir ihn einfach einmal durch. Und dann sehen wir es schon. Beziehungsweise schauen wir uns erst wieder oben um. Vielleicht findet man ja noch irgendein Skadoodle-Manudel. Also Skadobaum-Fragment sozusagen. Ist da... da leicht's. Ist dieser Boss dahinter? Weiß ich nicht. Schildkröten, ich glaube, du hast die minimal verlaufen. Also ich weiß es nicht. Möchtest du jetzt über Klippen stürzen oder was ist das? Na, tu es ja nicht. Hau ab, du Scheißviech. Genau, bleib du da mal da. Ich dachte ja gerne Oberschirm, aber das muss ja wirklich nicht sein. Ja, das ist scheiße, dass du da jetzt verlaufen hast. Das ist ja weit und breit kein Bus in der Nähe, ne? Aber... Ey, die scheiß Insekten. Okay. Okay, da hinten, da kommen wir drauf zurück.
Müssen wir auf alle Fälle da hin, wo die Finger hinzeigen. Das ist hier, wo da gar liegt. Das ist am Arsch der Welt unter. Oh, da ist wieder Ort der Gnade. Ich schätze, wie gesagt, wir reiten da jetzt einfach einmal durch, weil wenn das genauso aufgebaut ist wie das andere Fingergebiet, dann gibt es da nichts Besonderes. Das ist schon wieder alles neblig, da klang ich schon wieder. Fingerruinen von Deo. Ja, genau, da ist schon wieder so ein grintiges Arschloch, was mir einfach nur von meinem Pferd schießen möchte. Ja, genau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das kann jetzt lustig werden. Da haben nämlich die Viecher gerade nämlich sofort zur Stelle. Das war nämlich beim letzten Mal ja so. Da war ich bald wahnsinnig geworden. Da ist jetzt mir so ein Scheißviech in der Nähe. Da kannst du basically gar nicht reiten. So wirklich. Er ist das Arschloch drin. Muss. Okay. Die kosten aber alle. Ja, perfekt. Und oben der wo am weiteren Weg ist. Alter, das ist lästig, das Gebiet. Heilige Scheiße. Himmelssamen Talisman +1. Was bist du? Was kannst du? Stell dir mal vor. Verstärkt die FP-Regeneration von Flaschen mit Himmelstränen deutlich. Okay. So, los mir raten. Das hängt jetzt bestimmt mit dir wieder zusammen, oder? Schauen aus wie Zapplerdienst? Ja. Fingern im Pimmelgebiet. Das war mal ein YouTube-Video, ja. Wie Finger und Pimmel hängen zusammen. Versteh's nicht. Poor thing. Another bad dream, Yuri. What that rotten thing out of your mind. That tangled mess can't hurt you. Okay. Hello there. Warum hat der Bras in der Hand? I heard another sound, colored by your essence. Simply exhilarating, I must say. The stars are dark tonight. But rest assured, this is no ill omen. On the contrary, I believe that this portends a magnificent starry cascade. Now, take this. My final gift to you. May you join the glimmering stars above. Runenkarte 3. Karte zu einer alten Hä? Okay. Hast du jetzt auch noch mal was zum Sagen? I told you once, I've no interest in companionship, but I must admit, Count Ymir did seem very pleased. Perhaps an exception is in order. Ymir is a shining star, in our eyes.
the only star upon the black canvas of the night. Our meeting with the Count taught us of the star-draped sky. We know that we cannot reach out to touch it, but we can peer up at its brilliance and heed its guidance. We will never again lose our way in the night. I have spoken far too freely. Pay me no mind. Let us focus on our shared purpose, our service to Count Ymir. Now, be on your way. Now. Die ist aber auch cool. Das Katana schaut, by the way, richtig geil aus. Aber die ist aber auch ganz schön cool, die Herzert. Okay, Ruinenkarte 3. Hä, aber es gibt doch nur 2 Ruinen, oder? Die und die. Oh yes. I believe I can feel it brewing. May you join the... Okay. Vielleicht nur ein Dungeon? Warte mal, ich reset mal vielleicht. Hä? Der ist jetzt... Achso, nein, er sitzt schon, oder? Okay. Oh yes. This evening it... May you join... Ich check's nicht. Okay. Sie? Ah, stumm, wir... Now. Moment. Schauen wir halt einfach mal auf die Karten. Eine simple alte Karte, die verblasst und schmutzig ist, vom Fürst Ymir, zeigt den Fundort der dritten und letzten heiligen Ruine neben den auf den ersten Karten gezeigten. Möget ihr euch zu den glitzernden Sternen über... Wait a minute. Das ist doch das Gebäude. Oder bin ich jetzt dumm im Schädel? Es ist doch das Gebäude, oder? Ich bin doch nicht blöd im Kopf. Ja, das Gebäude ist ein Dungeon? Oh yes, this he... Ever young man, he knew that his bloodline was tainted. A tragedy that he would feel in the blame. Do you recall that Marek? Well, it is their mother. The fingers are... We all are new. We studied... Are you... Vielleicht muss man wohl... We too, is that... And yet... May you join... Moment einmal, irgendwas da stimmt doch irgendetwas nicht. Okay, jetzt ist er weg. Now. Alter, halt die Fresse, Alter. Wie... Ja, da geht's weiter, Obi. Boah, leck, was ist denn das? Fingerruinen von mir. Oder wer invasiert? Anna Schwert. Schwerthand der Nacht. Oh,
Okay. Hier ist das erste Schubste. Fernsehen mit der Tagesschau. Gib ihm die immer mitten rein. Fichterli, vielen lieben Dank für deinen Resub im 31. Monat. Ja, ich gebe ihm. Ich weiß nicht, wem ich was gebe, aber keine Ahnung. Aber vielen lieben Dank für deinen Support. Holy moly. Weiterhin willkommen und viel Spaß. Wie geht's da? Ah, na. Ob ich jetzt allen Ernstes einen versteckten Boss gefunden? Seriously? Okay. Alles super, und bei dir? Ja, bei mir auch. Freut mich, dass bei dir alles gut ist, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex. Meteor Mutter der Finger. Oleg. Die macht aber viel Schaden. Da kann man bei der irgendwas anderes anvisieren, außer ihren Kopf. Was ist denn jetzt? Achso, jetzt machst du Genki Dama, oder was? Alter, was passiert denn jetzt? Alter, ich hab keinen Plan. Alter, das, wenn die auch einmal trifft, hast du halt Arschkarten, ne? Ja, so ist es genau, ja, so meine ich. Ist schon einfach, wenn man ein schwarzes Loch auf dem Bimbus hat, mit dem man alles... Okay, wir hätten es aber auch fast gehabt, mit dem muss man fairerweise auch dazu sagen. Jetzt ist es, das probieren wir gleich noch einmal. Die hätten wir fast gehabt. Du dumme Sau!
chill. Wo positionierst du denn bei dir am besten? Okay, es ist massivst anfällig da hervorn. Au. Oh Gott, kommt jetzt wieder ihr Ult oder was? Ja, natürlich. Boah, leck, jetzt hätte ich schon mal der Typ nochmal was. Ich hab heute, warum, weil wir auch, once again, habe ich die Ehre. Ja, Echo der Mutter der Finger, ja, herzlichen Glückwunsch. Kann es sein, dass wir heute eventuell einen krassen Verschleiß am Bosskämpfen haben? Alter, ich hab's... Boah, leck. Das klang jetzt sogar für 2. Fast. Aber gleich langt's für 2. Fürchterliche Gesundheit. Also die Finger waren dauerhaft feucht da unten. Ja. Oh Gott sei. Jetzt habe ich nicht geschaut, wie viel ich brauche, aber ich glaube, das gelangt nicht, oder? Nein, ich brauche noch 15.000. What? Yoshi, danke dir fürs Einschauen. Vielen lieben Dank. Hat mich gefreut, dass du da warst. Und hab einen schönen Abend. Gut so, was haben wir dir? Grüß dich gut. Ja. Okay. Dann. Was spät ist denn jetzt? Simme. Ja, stehen da Gang schon noch. Dann werden wir das jetzt machen, Freunde der Sonne. Dann werden wir uns jetzt einmal diesem Gebiet da widmen. Enir Ilim. Dem wahrscheinlich letzten Gebiet in dem DLC. Ah, jetzt ist ja der andere Depp auch wieder lebendig, oder? Moment. Schnell anders ausrüsten. Ich brauche jetzt eigentlich nicht mehr 3 Flaschen für Mana, weil jetzt... Ich hoffe mal, dass jetzt doch kein Giftsumpf oder Giftgebiet mehr kommt. Deswegen reicht mir der Ohrmana-Trank. Haben wir dann schon alle Gebiete? Ja. Was heißt schon? Es war verdammt viel. Also wenn nach dem nichts mehr kommt, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das letzte ist. Alles andere nicht, darf mich wundern.
Schaut halt echt noch Boss aus. Ich vermute, also, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber meine Intuition oder mein Instinkt sagt mir, dass wir ganz da aufhören müssen und ganz oben wartet halt dann der Boss sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, gerne Lurk, der Papa hat einen Geburtstag, da muss ich hinschauen, euch einen schönen Abend noch. Gut so, danke dir für deinen Lurk und hab viel Spaß mit deinem Papa auf dem Geburtstag. Danke dir. Oh, leck. Da gibt's auch schon wieder ewig viel. Ist da ein Ort der Gnade herin? Tatsächlich, da ist ein Ort der Gnade herin. Oh, leck. Ich habe aber so das Gefühl, dass uns das Gebiet doch noch eine Weile beschäftigen könnte. Weil wenn ich mir anschaue, dass da 12 verschiedene Richtungen gibt, wo man hinkommt. Und wahrscheinlich führt nur eine zum Ziel. Jetzt ist die Frage, zuerst da aussehen oder... Ach komm, fuck off. Da unten geht's lang, da auf wie zu geht's, da aussehen geht's. Ja, okay, das ist fein. Es ist fein, dass dort der Weg nicht weitergeht. Okay, dann kann man den zumindest schon mal abhaken. Mal eine Frage. Das richtet sich jetzt vor allem an die Leute, die wo den bärtigen Landauer schauen. Ist der auch schon in dem Gebiet? Ist das nicht die Brücke, wo die Kugel brennt? Nein, das ist ganz woanders. Unge, das ist ganz woanders. Okay, da ist ein Aufzug. Wo auch immer der uns hinführt. Keine Ahnung, okay. Nein, das ist ganz woanders. Das, was du meinst, ist auf einer ganz anderen Map und das ist, ich glaube, das war hier unten. Ah, wisst ihr, wo wir jetzt haben? Da unten war der Löwenboss. Und jetzt können wir da rein. Ja, ähnlich ausschauen, ja. Okay, dann hat sich der Weg auch erledigt. Dann kann es eigentlich nur noch links rausgehen. Warte mal, wo war das jetzt? Wir haben von da hinten gekommen. Da müssen wir aussehen. Weil von da haben wir gekommen. Ich höre da irgendeinen fetten Gegner umeinander rennen. Wo? Wo stampft der? Ich höre... Ach, da hinten. Oh, da war ich voll runtergefallen jetzt. Das Tier ist nicht spannend. Blitzsichere eingelegte Leber. Aha, Blitz. Was ist das, der nächste Boss mit Blitz hantiert? Maybe. Wer hat mir jetzt da hinterrücks abgeballert?
Au! Was zum Fick, Alter? Ach, der da oben. Könnten Sie bitte aufhören, mich zu verzaubern? Wir sind hier nicht in Hogwarts bei der Schule für Hexerei und Zauberei. Legen Sie einer hin, genießen Sie die Show. Dankeschön. Gut, okay, es könnte auch sein, dass das Level nur auf den ersten Blick so verschnorkelt ausschaut, dass es vielleicht doch relativ linear geht, die ganze Geschichte hier. Gut, wenn ich da jetzt umspringe, dann komme ich wo raus, dann komme ich da um. Und das wiederum... Alter, was? Oh Gott, der hat so einen Bestienkopf auf. Alles klar? Okay, was kannst du nicht? Der lässt mich da auch nicht heilen, gell? Okay, alles klar. Standardgegner, der alles kann. Okay, passt. Bei dem muss ich mich buffen. Hab ich schon gemerkt. Jetzt muss ich mich tatsächlich, glaube ich, fast ein bisschen vierteln, weil sonst meine, wird das heute noch nichts mehr. Das habe ich schon gesehen. Ich glaube, dass dieses Gebiet nochmal einen Zahn zulegen wird, wenn ihr mich fragt. Aber okay, das ist ja nichts, was wir nicht hinbringen werden. Leichte Sterbe Alabazi, ja. Gut, dann können wir die aber jetzt eigentlich mehr oder minder ignorieren. Uäh. Ah ja, alles klar. Dann machen wir einfach, ne? Machen wir das einfach einmal ja so. Ist nichts passiert. Jetzt habt ihr es nicht gesehen. Hoffentlich. Das ist aber auch geschert, dass da vor mir einfach die Straße unterbrochen ist, gell? Ah, gehen wir mal da außen rum. Die werden halt natürlich jetzt wahrscheinlich geaggert, right? Ja. So, geh den guten Brunzer buffen mir jetzt aber. Und Django, jetzt bist du aber fällig, gell? Das möchte jetzt aber auch schwer meinen. Alter, dann gibt der Sacker 8000 Seelen. Ist das der Ernst? Okay, wenn ich da umgehe, kann ich mich da oben fallen lassen. Das passt, dann kann ich eigentlich wieder rundum laufen. Oh. Mein Gott, jetzt steht der scheiß Ost dazwischen. Warum bin ich da jetzt runtergefallen? Gut, andererseits eigentlich praktisch, dass ich runtergefallen bin, weil ich es hätte jetzt übersehen. Ah, Putzensepp. Was, dann findest du einfach nur beschissen. Schreck mich.
So, komm mal, Jäger Bazidis. Wertegeisterrosch, ja, okay. Ich mag die Schwerter, wie heißen die? Das sind die Rückhandklingen, sind DLC-Waffen. Kriegst du im DLC. Also wenn du das DLC nicht hast, kannst du die leider nicht erwerben, Mr. Ungi. I'm sorry. Ja toll, und wie komme ich da jetzt wieder auf? Ich gar nicht, oder was? Ach doch, da ist die Treppe, ja. Aber ja, die Rückhandklingen sind geil. Gefällt mir selber sehr, sehr gut mit denen zum Spielen. Mit denen bin ich jetzt eigentlich überwiegend das ganze DLC gefetzt. Ja, aber wo bin ich denn nicht dann da jetzt runtergefallen? Hui! Vielleicht Spiro. Okay. Achso, jetzt bin ich schon mal. Noch mehr Salz in die Wunde? Ja, es gibt aber im Main Game etliche Waffen, die du spielen kannst. Die wo er richtig gut haben. Oh, leck, was ist denn jetzt schon wieder? Bei deinem Gebiet kannst du aber jetzt auch nicht wirklich durchschnappen, gell? Du Fettfotzen, du Grinte. Achso, Komet, ja, zum Beispiel. Zum Bleistift. Mei, ist mir eigentlich ein Wunder. Wo, Alter? Der hat nicht, das hat noch gecastet, obwohl der andere schon verreckt ist. Willst du mich verarschen jetzt, oder was? Okay, ich sag schon, ich glaub, wir müssen da irgendwas gegen Magieschaden rein, weil da wären wir, glaube ich, auf Dauer nicht wirklich froh. Da tun wir jetzt wirklich was gegen Magie rein, weil das ist, ich kassiere so viel Damage durch den Schmarrn. Also am Ort der Gnade wieder nicht das Flamme heile mich aus so da. Schon mal nie stirbt.
Weil das kostet einfach gnadenlos weiter, obwohl der schon hier ist. Das ist richtig geschert. Da kostet irgendwie anders. Da kostet irgendwie... Ach, der da oben! Boah, Alter. Der da oben kostet da rum. Oh ja, perfekt. Skanudelmanudel. Perfekt. Oh. Ja, Gebiet ist garstig. Okay, da geht's nur einmal weiter. Zwar nach oben jetzt. Da kann ich wenigstens den Vollidioten da wegklatschen, der wo mir jetzt da fast zweimal umgebracht hätte. Ja, das findest du lustig, gell? Eh klar. Dein Mutter, Alter. Ja gut, Preisfrage. Wo geht's jetzt da weiter? So offensichtlich nicht. Ah. Ausdummer, okay. Ja, dann gut, da gehen wir wieder ausdummer. Warum nicht? Ja, freilich, der Wichsvogel von From Software ist auch wieder da. Herzlichen Glückwunsch. Oh, scheiße. Geronimo! Sitz. Na gut, dass du das nicht gespannt hast. Wieder fertig, Geisterasche. Hast du beim Borddaten einen letzten Elden Ring Stream gesehen? Nein, ich verfolge am Borddaten eigentlich so gar nicht mehr wirklich. Deswegen war vorher auch meine Frage für die, die ihn aktuell aktiv verfolgen, ob die wissen, ob er schon in dem Gebiet ist. Ja gut, offensichtlich müssen wir immer weiter nach oben, das ist ja klar, ne? Das versteht sich ja von selber irgendwie. Skanudelmanudel? Okay. Ah, fuck off, da ist noch mal so einer. Wo ist er jetzt? Hä? Wo ist denn der jetzt? Jetzt meine Buffs umsonst ausgeklatscht, oder was? Wer immer den Aufzug jetzt gerufen hat? Der ist das letzte Mal bis zum Endboss gekommen und dann bla bla bla. Und im nächsten macht er Open World, okay. Bin gerade ein bisschen lost, weil geguckt, haben wir jetzt nur ein Pimmelhausen oder doch wieder ein Riesenschloss? Pimmelhausen ist abgeschlossen, wir sind im Riesenschloss. Alter, wie weit geht's denn da noch auf? Das ist ja Wahnsinn.
Hattel Habitäre, grüß dich gut. Nein, nicht schon wieder das falsche. Ja, das ist wieder Anfängerfehler. Das ist wieder das falsche Item. Alter, die haben Walleck, die machen gründig bösen Schaden. Großschwert ist angerissen. Ja, fick dich mit deinem Großschwert. Aber die haben böse, die haben richtig böse. Ja, wobei, so weit. Gut, das kommt darauf an, definiere weit auf. Wenn wir jetzt da auf müssen, haben wir fast da. Wenn wir da auf müssen, dann, ja, dann haben wir noch wen. Ah ja, perfekt. Ja, nehmen wir natürlich gern. Feiort der Gnadenhand auf jeden Fall. Das ist schon wieder das Skadudelmanudel. Okay. Stufe 17. Okay. Verbindung zum Chat ist weg. Oleg. Ist das der Endboss? Weißt du was? Ich habe keinen Plan. Das ist für mich ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung von dem DLC. Ich weiß nicht, wer der Endboss ist. Ich bin aus welchen göttlich gefügten Gründen auch immer noch nicht gespoilert worden, was ein Endboss angeht. Ich weiß nicht, wer der Endboss ist. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, wie er ausschaut. Meine Frage ist jetzt, ist das da drinnen der Endboss? Nein, ich möchte jetzt einfach nur wissen, Endboss, ja oder nein? Na, gut, mehr wollte ich nicht wissen. Okay, man kann noch keine Waffen hernehmen. Ach, das ist die Leder? It was never kindly, Nicola, was it? The Erdtree was leading you all along, so that you might ascend to lordship, might come to these lands to begin with. I suppose it must be what His Eminence, or perhaps the Erdtree, desired all along. The clashing of the favored lords, such that one would prevail. So be it. If you insist upon facing Nicola the Kind, then I will run you through whoever you might be. Don't tarry now. Hä? Ja, das ist ein Blutsymbol. Der hat zwar... Hä? Okay, anyway. Fei wir um nix. Man muss das machen? Das ist die Frage. Gold? Was war... Blutadligen Nathanruf, dieser Geist trifft erst zu... Hä? Ja, by the way, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, okay? Also nicht, dass mir jetzt einer irgendwie... Ne? Hä? Ja, und jetzt? Nadelritterin Leder mit Verbündeten her... Ah, warte mal, jetzt ist der Nebel weg. Moment.
Okay, man muss... Ach so. Muss ich jetzt Nadelritterin Leda herausfordern, die uns eigentlich ins DLC gebracht hat? Is that the case? Ja, scheinbar, offensichtlich. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Ledder, Dryleaf Dane, and our ally will never allow this. Oh, hey, der Hornherold, ja, hab ich dir. Lord of the Unfree, Lord of Marika, you two deserve to face the reckoning. Was? Alter, du kämpfst doch gegen 3 NPCs. I'm sorry for speaking to you as a compatriot. You stood before me. Kindly, Mikula, make the world a gentler place. Hä, wir haben jetzt... Wir haben ja jetzt jeden NPC, der uns auf der Reise irgendwie ein wenig begegnet ist, umgebracht, die wo uns eigentlich in die Lande der Schatten gebracht haben. Die Leda hat uns ja eigentlich ins DLC geführt und die war jetzt eigentlich unser ständiger Begleiter. Die hat uns immer gesagt, hey, ich bin da, wir müssen da hin, da hin, da hin, da hin, da hin. Oder schaut das bei dir einfach aus? Warum einfach? Ja, okay, einmal sorry, ich hab nicht gewusst, dass ich da jetzt gegen NPCs kämpfen muss. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Goldenen gar nicht erst gerufen. Ich habe halt nicht gewusst, was ich jetzt da machen muss. Ich meine, man kann einfach weitergehen dann. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich diesen NPC nicht zur Hilfe gerufen. Das wundert mich jetzt eigentlich an der Stelle. Aber gut, du kriegst jetzt die Walleck. Die Zettel sind normalerweise so schwer. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da jetzt machen muss. Ich habe da 2 Symbole. Ich wollte eigentlich erst da weitergehen, dann ist da ein weißer Vorhang gekommen. Dann habe ich das goldene Symbol da irgendwie aktiviert, ohne zu lesen, was da eigentlich dort steht. Dann ist der Vorhang da weg gewesen, dann gehe ich wieder dahin, ist wieder der Vorhang dort gewesen. Und dann habe ich das Rote aktiviert und dann habe ich gegen 3 NPCs gekämpft und ich habe nicht gewusst, dass dann auf einmal mir der Goldene hilft. Wenn ich... Ja, okay, jetzt kann man es eh nicht mehr ändern, jetzt ist es wieder so. Das war quasi... Ach so, ja, jetzt macht es auf alle Fälle Sinn. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alles für nix quasi. Und dann baut er einfach, hallo, das ist nicht auf meinem Mist, wo die haben Stress angefangen. Ich gehe doch auch nicht in der Nazi-Kneipe. Ja, nein, das so geht's nicht. Oh, Scheibengleister. Ist das das, was ich meine, was das ist?
Hey, da krieg ich aber jetzt schon einen Ort der Gnade, gell? Also das kannst du voll löten, dass ich da einige, ohne dass da ein Ort der Gnade ist. Oh, perfekt. Das ist zauberhaft. Ja, riesiges Tor, riesige Nebelwand. Freunde der Sonne, ich glaube, wir sind hier am Ende angelangt. Wie viele Seelen habe ich jetzt? Okay, passt. Klingt noch genau für einen Aufstieg. Jetzt sehr hart. Ich hab's gehört. Also ich habe von vielen Leuten, die wo Elden Ring bereits das DLC durchhaben, habe ich von allen das Gleiche gehört und die haben alle gesagt, der ist geistesgestört. Ich weiß nicht, wer es ist, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung, was er kann, was er macht. Ich habe keine Infos diesbezüglich bekommen. Gott sei Dank. Das heißt, ich gehe jetzt absolut vorhereingenommen in diesen Endkampf. Ich tippe auf einen Drachen. Ich hab keine Ahnung, was das sein kann. Es kann ein Drache sein. Also, ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine Umfrage, also wenn ich jetzt eine Vorhersage machen müsste, oder einen Tipp abgeben müsste, was dahinter für ein Endboss lauert, dann ist Miquella. Wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, dann darf ich sagen, der Endboss ist Miquella. Aber I guess we will see. Okay, show yourself. My loyal blade and champion of the festival. Both your deeds will ever be praised in song. Halt's Maul, es ist ein Doppelboss. Now, the vow will be honored, and my lord brother's soul will return, so that he may be my consort. Halt die Fresse, das ist nicht der Radan. Halt's Maul! Wolleck! Prime Radan, ist das dein Ernst? Radan, versprochener Gemahl. Wolleck! Alter, was? Alter, die Muse. Wolleck. Wolleck, der schlägt gnadenlos verzögert zu. Alter, die Muse muss gehen!
Oleg, wie sollst du denn den dodgen? Oh oh, ich glaube, jetzt wird's erst lustig. Jetzt kommt noch ein zweiter wahrscheinlich, oder? Lord Brother. At long last you are returned. Tarnished one. Aspiring Lord of the Old Order. If you have known sin, if you grieve for this world, Wer bist denn du noch jetzt? then yield the path forward to us. To I, Nicola, Das ist Mikela. and my promised consort, Radan. Oleg. Oh, leck mich am Arsch. Okay. Ich glaube, ich verstehe. Leck ist der zündig. Oh, bist du bescheuert. Ja, okay, also ich vermute, Freunde der Sonne, so lustig wie es jetzt die letzten paar Stunden in Elden Ring, was die Bosse angeht, war, weil nach dem Löwen und nach der Relana ist eigentlich nichts mehr so wirklich gewesen, was mir richtig massiv aufgehalten hat. Aber ich glaube, bei diesem Boss hier, da gelten andere Regeln. Wie bald ist denn bitte die zweite? Wir waren noch nicht bei 50% Health, oder? Das kannst du am Plänen verzeihen. Waren wir ungefähr bei einem Drittel, nicht einmal. Und der wechselt bereits die Phase. Da klingeln allein bei 66%. Wir waren bei 50, gell? Waren wir bei 50, wo der Phasenwechsel war, oder was? Circa 66% bis K. Okay, alleine bei dieser Info klingeln bei mir jetzt schon sämtlichste Alarmglocken. Wenn der bei 66% Health bereits am Phasenwechsel vollzieht, dann wird er den bei 33 oder 15% oder wo auch immer, der wird nur mehr Phase krank. Da bin ich mir fast sicher. Das darf für From Software Verhältnisse absolut sprechen, dass die bei dem Endboss wieder komplett eskalieren. Wahrscheinlich kommt bei 10 aus extra. Ja, wahrscheinlich steigt die dann irgendwie vor seinem Bugel, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber holy shit, ohne Scheiß, die Musik bei dem Kampf, die ist eine 15 von 10. Brutal, was das für ein Soundtrack ist bei dem Kampf. Heilige Scheiße. Dachte schon, dass er zu einfach ist. Das war mir jetzt eigentlich von vornherein klar, weil viele Stimmen bereits gesagt haben, dass der unfassbar hart ist. Und dass da viele Top-Spieler viele Stunden da drin verbracht haben, den umzulegen, solo. Bazi, wie viele Phasen hat jeder FromSoft-Boss im DLC gehabt? In der Regel 2. Also wenn du jetzt einmal die Dungeon-Bosse außer Acht lässt, also die ganzen Main-Bosse, die wir geklickt haben, haben alle in der Regel 2 Phasen gehabt. In der dritten kriegt der Depth, ja wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber ich vermute mal, die erste Phase jetzt, ich kann es nicht genau einschätzen, aber die erste Phase ist relativ lesbar. Von der zweiten habe ich gefühlt gar nichts. Ich habe einfach gleich da rumgefallen. Der hat einen Phasenwechsel und ich bin einfach gestorben. So. Also ich kann von der zweiten Phase jetzt aktuell gar nicht wirklich was soll. Es käme ein Laser ober. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe, bevor das mir umgehauen hat. Ne? Von daher, ja. Okay, er öffnet immer gleich. Hey, der hat Blutmagie?
Okay, aber der hat eine irrsinnige Range. Okay, wenn es die heilst, zirkt er die an die Anna. Aber der Damage tendenziell, glaube ich, da passen. So an und für sich. Ellatrix hat 8 Stunden gebraucht, nur als Info. Okay. Wurscht, der wird genauso fallen, früher oder später. Hoffe. Okay, öffnet nicht immer gleich. Perfekt. Oh, da kommt der zweite. Okay. Zirkt er mir, oder? Na, du nicht? Au. Wenn du wenn's drin stehst, bist du ja komplett am Arsch. Okay, Phasenwechsel. Was ist denn das? Alter, was? Okay. Hier Meteorsturm, eigentlich auch wahrscheinlich. Holy shit. Also ich... Ja. Das wird heftig. Sag ich, wie es ist, Freunde der Sonne, das wird heftig. Das ist ein würdiges DLC-Finale. Also das hab ich schon gesagt, den werden wir jetzt nicht so schnell legen. Das habe ich bereits erkannt. Der holt vor allem auch deutlich mehr aus als alle anderen vorangegangenen Bosse. Also das ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen. Aber ich glaube, Blutung gegen den ist, glaube ich, tendenziell eher gut. Ich habe schon ewig für den normalen Radan braucht. Normaler Radan war auch nicht übel, ja. Aber das ist halt jetzt der Radan, bevor er komplett krank geworden ist. Bevor er Marlena penetriert hat. Oh fuck, ich stehe nicht rechtzeitig. Okay, die Combo ist einprägbar, auf jeden Fall.
Okay, clean. Die Combo ist einprägbar. Ich muss lernen, ich muss erst herausfinden, wie oft ich den zwischenzeitlich hitten kann. Wahrscheinlich mehr wie ein Schlag wird nicht gehen, weil der so schnell rotiert. Aber ich glaube, die erste Phase ist tendenziell machbar. Die ist tendenziell machbar. War der Radan im Main Game? Ja. Nein, nicht als optionaler Boss. Und Radan musst legen, weil sonst kannst du die Story nicht vorantreiben. Also der Radan ist früher oder später, den musst du früher oder später machen. Lord Brother. Ich hab keine Ahnung, was ich da machen soll. Der sprengt einfach die ganze Arena in die Luft. Was ist das jetzt? A 1000-year voyage guided by compassion. Hä? Das hat keinen Damage gemacht. Was ist denn das für ein Vogel da über meinen Kopf? Boah, leck, macht das Schaden. Boah, leck. Boah, leck, der wird heftig. Heilige Scheiße, in der zweiten Phase dreht der komplett durch. Also, die erste Phase ist ja schon gar nicht einmal so ohne, aber in der zweiten, da kennt er überhaupt kein Limit nicht mehr. Wir brauchen auf alle Fälle irgendwas gegen Heiligschaden. Da haben wir doch den Zupf da gefunden, ne? Ich glaube, das werden wir gegen den auf alle Fälle brauchen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich... Ja, doch, Ausdauer ist schon nicht so verkehrt, wenn wir das haben. Ich brauche die geflügelte Schwertinsigne auf jeden Fall, damit ich zumindest ein bisschen einen Damage mache, weil sonst gehe ich komplett unter. Weil der hält schon verdammt viel aus, der Krypte, der. Irgendwas für Damage brauche ich. Die hält jetzt mal, wenn wirklich alle Stricke reißen, müssen wir die auch noch aus, da müssen wir uns auch noch irgendetwas einstellen, damit wir irgendwie weniger Damage kriegen. Aber... Boah, leck mich am Arsch. Der wird seinem Ruf, der ihm vorauseilt, auf alle Fälle gerecht. Also, Freunde der Sonne, ich warne euch schon mal vor, das könnte ein Weilchen dauern. Ja? Den wird man heute nicht legen. Und ich vermute, dass wir den auch nächstes Mal noch nicht legen. Also, mich würde es schwer wundern. Duracell-Hasal auf Koks, ja. Das sind alle Duracell-Hasen in unserem Sonnensystem auf Koks. Und auf Crack. Und auf Speed. Also, alles, was du irgendwie an illegalen Drogen erwischen kannst, hat der Nummer. Ah, der letzte kommt später, okay. Okay, 2 Schläge gehen auf keinen Fall. Okay, wenn du da drin stehst, bist du aber komplett gefriert. Okay, der ist easy zum Dodgen. Ja. Okay.
über Drogen reden, aber selber über irgendwelche Flaschen, aus irgendwelchen Flaschen als Abfall. Hey, das ist Arzneigemisch, ne? Das sind Weghäube, genau. Ach du Scheiße, Brudi. Aber geil, also, man muss schon sagen, es ist ein geiler Bosskampf. Also ich hätte in meinen kühnsten Träumen nicht damit gerechnet, dass der Radan ist. Auf keinen Fall. Vor allem, dass halt einfach ein Prime-Radan ist. Also sprich zur Erklärung, du kämpfst ja für die ganzen Elden Ring-Neulinge oder halt die das nicht wissen, hier in diesem Gebiet kämpfst du auch gegen Radan, also gegen diesen Typen, den wir jetzt so gerade kämpfen. Allerdings kämpfst du da gegen einen anderen Radan, also sprich, der Lornach hat der Radan einen Clinch mit der Malenia gehabt. Also Malenia und Radan sind ordentlich aneinander geraten. Und das hat Radan ziemlich zugesetzt. Also der ist von der Scharlachfäule befallen worden, der ist nicht mehr der Schlankeste in dem Kampf und er kann auch nicht mehr richtig selber gehen. Der reitet auf so einen ganz kleinen Mini-Pferd umeinander, das arme Viech, der greizt auch schon halber nicht mehr. Also der ist quasi in dieser Version, wo du da gegen den kämpfst, massivst angeschlagen. Und da ist er schon heftig. Also das ist einer der wenigen krassen Bosse in dem Spiel, die halt tatsächlich wirklich eine Zeit fordern. Da tut mir Tiassia an der Stelle jetzt schon leid. Und wir kämpfen jetzt quasi gegen eine verjüngte Version vom Radan, die wo halt keine Krankheit hat, in Blüte seiner Jahre, im Vollbesitz seiner Kräfte und das, was er kann, das sehen wir da gerade eben. Also eher Rad ab als Radan, ja genau. So ungefähr. Freunde der Sonne, ich sag's euch jetzt, ich werde jetzt noch 1, 2 Tries machen. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas außerfinden können aus diesem Kampf. Ne? Das ist der Radan Level 10. Ich dachte eher sagen, der Radan auf Level 100. Aber der so verzögert kommt. Aber da weiß ich aber nicht, welcher das kommt. Saugt er mich an, oder? Oder die linke kommt brutal schnell. Saugt er mir, oder? Okay, ich glaube, ich habe ausgefunden, dass man da weglaufen muss, oder? Ja, genau. Ich glaube, du darfst instant... Wir sind halt nicht mehr. Der kann immer noch verzögert. Walleck. Ich glaube, der meint's ernst. Ja. So. Ja, bei dem Boss musst du lernen. Also da hilft Mimika ist jetzt, vergiss den Fall.
da haben wir, also bevor ich, dass ich Mimik einsetze, sind wir jetzt ganz weit weg davon. Also Mimik setze ich bei dem Boss, wenn überhaupt, erst dann ein, wenn ich wirklich komplett unter den Tisch gebrochen bin. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich will in Solo legen. Ja, ich habe in diesem DLC ein einziges Mal einen Aschegeist gerufen und das war beim allerersten Mainboss, weil er mir da absolut nicht mehr zu helfen gewusst hat. Und das war bei dem Löwen, bei dem komischen da, der wo ja ein bisschen unterhalb da spawnt. Sonst habe ich alle Bosse in diesem DLC Solo gemacht. Außer vorhin den NPC, aber das zeigt nicht als Boss, aber das habe ich nicht wissen können. Es tut mir leid. Das weiß ich nicht, ob man das zeigen kann. Aber Mimik kommt für mich jetzt erst einmal noch absolut nicht in Frage. Also ich will es, wenn möglich, selber schaffen. Irgendwie. Der Löwe auf Crack, genau. Oh, du Sackgesicht. Oh, jetzt bin ich tot. Oh, oder nicht? Null. Der ist auch frei. Oh, du Sack, der war rein. Ah, da kommt noch mal so ein Beben, okay? Hey, dem kann man gar nicht ausweichen, oder? Oder muss man da springen? Ah, fuck. Ja, okay, der ist lesbar in der ersten Phase, definitiv. Da nehmen wir jetzt fürs Climb Intent. Der zerlegt einfach den ganzen Planeten. Alter, was ist denn das? Hey, du hackst beim PC auf, Alter. Alter, der kommt so schnell. Oh, leck, der zündet den noch einmal. Wir hupfen von alle Richtungen. Kann man gut vorstellen. Ja, okay, also. Was haben wir zusammen? Waren jetzt, keine Ahnung, roundabout 10 Tries, ich weiß es nicht. Ist ja völlig wurscht, wie viele Tries das wir brauchen, aber was haben wir zusammen? Den Boss werden wir wahrscheinlich nur dann legen können, wenn wir diesen Boss lernen. Ja? Einfach stumpf drauf dübeln, wie es bei den letzten 5 Bosse war, das wird nicht funktionieren. Ja? Speziell in der zweiten Phase wird das nicht funktionieren, weil er dafür einfach viel zu viele Mittel und Wege hat, an uns ranzukommen. Das ist einmal Punkt 1. Punkt 2. Er bietet Öffnungen,
Aber diese Öffnungen zu nutzen, funktioniert eben nur dann, wenn wir Punkt 1 drauf haben. Und das heißt, kommen wir wieder drauf zurück, den müssen wir lernen. Den muss ich lernen. Ich muss diese Bewegungsmuster vor ihm reinkriegen, weil wo ich jetzt so ein bisschen rausgesehen habe, sind basically, bis auf 2, 3 Ausnahmen, die Angriffsmuster die gleichen wie in der ersten Phase, mit dem Unterschied, dass dort Gläser noch dazukommen. Das ist jetzt halt so, wo ich so ein bisschen herauslesen konnte auf die ersten Tries. Nichtsdestotrotz hört sich das alles deutlich leichter, als es sein wird. Das wird eine verdammt harte Nuss. Also ich sag's euch, wie es ist, Freunde der Sonne, das wird dauern. Also ich bezweifle, dass wir mir den innerhalb dieser Woche legen. Das kann man nicht vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mit Sicherheit mal eine Phase, je nachdem wie es halt läuft, dass da mal eine Phase kommen wird, wo ich ein bisschen gefrustet werde. Die habe ich bei der Relana auch gehabt. Aber so alles in allem glaube ich, wenn ich lerne, wie der sich bewegt und wenn ich lerne, seine Zeitfenster zu nutzen, dann glaube ich, ist er schon machbar. Also die erste Phase, wenn ich die erste Phase, glaube ich, solide drauf habe und da relativ wenig Damage kassiere, dann glaube ich, dass es grundsätzlich in die zweite mitnehmen kann. Natürlich, die zweite ist deutlich hektischer, er ist deutlich schneller, er hat deutlich mehr Range, das ist klar. Aber so auf die ersten paar Tries würde ich vermuten, dann bist du der Demigott. Ja, so weit darf ich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen. So Fazit, das wird eine verdammt harte Nuss. Und den muss man lernen. Aber ich glaube, wenn wir ihn mal drauf haben, dann glaube ich, ist er machbar. Also machbar ist er auf jeden Fall. Es gibt keinen Boss, den man nicht legen kann. Man kann den Boss auch legen. Man kann den Boss auch solo legen. Es ist nur die Frage, wie tasten wir uns da ran? Und ich glaube, dass wir, wenn wir über die Schiene Patterns lernen, oldschool, ne? Normalerweise da die das oben meine Souls-Kinder beibringen, die wo jetzt in das Genre reinkommen, lernst die Patterns auswendig. Ich werde da wahrscheinlich massivst back to the roots gehen müssen, weil sonst meine ich, sehen wir da schwarz. Zumindest im Solo-Bereich. Mimik, wie gesagt, habe ich vorher schon angesprochen, möchte ich vermeiden. Ich möchte diesen Boss, das brauche ich für mein Ego, das hört jetzt natürlich wieder super toll an, aber das brauche ich für mein Souls-Spieler-Ego, ich will diesen Boss alleine legen. Ne? Natürlich kann man jetzt da Mimik dazu rufen, dann wird es ungefähr um 800% einfacher. Die, wo das machen wollen, fühlt sich frei, dafür sind die Mimics und die Tiers einfach da, dass man es ruft. Aber ich für mich selber, ich bash da auch keinen anderen nicht, ich für mich selber möchte das solo machen. Ne? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich zeig mir keinen auf den Finger, der den mit Mimik legt oder mit irgendeiner Geisterasche oder den im Koop legt oder was weiß der Teufel. Das könnt ihr tun, ist absolut legit. Das ist ein Teil des Spiels und das Spiel ist genauso ausgelegt, dass man es eben auch so machen kann. Aber für mich persönlich, ich möchte diesen Boss solo, alleine irgendwie kaputt hauen. Ja? Es wird dauern. Also stellt euch schon mal darauf ein, dass die nächsten 2, 3 Streams wahrscheinlich nur mit diesem Bosskampf zu tun haben werden. Aber das kriegen wir hin. Okay? Ich hab schon viele Bosse geschaukelt und den werde ich auch irgendwie schaukeln. Ja? Es wird eine Weile dauern, aber am Ende des Tages, früher oder später, fällt der Grippe. Ja? So und anders. Ja? Ich werde zwar vorher auch ein paar Mal mehr auf die Schnauze fallen, das ist auch hoffentlich selbstverständlich klar, aber früher oder später wirf ich ihm einen Kieselstor zwischen die Füße und dann liegt er. Das ist ein Bazi-Versprechen. Ich kann noch nicht sagen, wann das ist, aber es wird passieren. Okay? Die ganze Souls-Welt dreht um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Ja, genau, so ungefähr. Okay, na schau, das ist doch zauberhaft. Dann haben wir jetzt tatsächlich einen Endboss, habe ich endlich einen Endboss auch zu Gesicht bekommen. Nach, wie lange ist das DLC jetzt raus? In 3 Wochen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Früher oder später liegt der Radan Peter. Ja, genau. So und anders. So, jetzt tue ich mich aber da mal schnell ganz geschwind aus dem Spiel hinauslocken. Wenn ihr mir jetzt das Menü noch sagt, herzlichen Dank. Und dann denke ich, glaube ich, hoffe, werden wir schon irgendwie die nächste Zeit regeln. Leute, was sagt's denn jetzt zum Endboss? Gut, es werden wahrscheinlich jetzt einige im Chat, die haben ihn bereits gesehen, ja, aber holy shit, ich habe nicht mit dem gerechnet. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit Radan.
Ich habe mit Radan also wenn mir jetzt irgendwer gesagt hätte, ich glaube zu behaupten zu können, wenn einer gesagt hat, Endboss ist Radan, hätte ich es als Troll aufgefasst. Aber ist natürlich gut, wenn es keiner vorwegnimmt. Ja, weißt du, dass jeder gescheiter gibt noch. Also in dem Fall meinst du Radan. Ja, okay. Das, wenn er noch gibt, ist fein für mich. Aber wie gesagt, die Atmosphäre von dem Boss, die Arena von dem Boss, die Musik vor allem, ohne Scheiß, die Musik kickt so hart rein, das ist geistesgestört. Also der Bosskampf an und für sich ist brutal geil aufgezogen. Ist richtig geil aufgezogen. Also wird eine Zeit lang Spaß machen, den zu bekämpfen. Es wird dann auch mal eine Zeit nerven, wahrscheinlich. Aber so all in all, da ich sagen, das ist eines DLCs, eines Endes von einem DLC wirklich würdig. Ich finde es geil, dass man da nochmal in Topform sagt im Vergleich zu dem, wie er im Hauptspiel ist. Ja, es ist tatsächlich so, also ich hätte es okay gefunden, wenn wir einen ganz anderen Boss gesehen hätten. Also direkt was nice. Aber es ist auch irgendwie cool, er mit seiner Prime zu bekämpfen. Jetzt, Warleck, imagine, die hätten da Malenia Prime hingestellt. Warleck, da kann man 3 Wochen Urlaub nehmen dann. Malenia Prime, herzlichen Glückwunsch. Da kannst du sofort instant auf die installieren gehen. Aber gut, wir haben mit dem Radan, glaube ich, einen Brocken, den wir erst einmal weggeklipfen müssen. Und das, wie gesagt, das wird nicht ganz so einfach werden, wie ich mir das erhofft. Also, was heißt erhofft, haben wir es eh nicht, aber. Oder sie kommt in der dritten Phase oder zweiten, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Das kann man tatsächlich nicht vorstellen. Also, wo man eigentlich, wie gesagt, Stand jetzt eigentlich hundertprozentig sicher bin, ist, dass er eine dritte Phase hat, weil dafür kickt die zweite Phase zu früh. Wenn jetzt der bei 50% erst einen Phasenwechsel macht, dann hätte ich gesagt, wer weiß. Aber dadurch, dass der eben bei 60% bereits einen Phasenwechsel macht, das ist ungefähr bei einem Drittel, Rudi, da kannst du mir als langjährigem Souls-Spieler was erzählen, was du willst, da kommt eine dritte Phase, da bin ich mir 1000%ig sicher. Irgendwo zwischen 15 und 30% Health trat der Nome auf, da bin ich mir fast sicher. Weil umsonst schreibt das Ganze nicht, dass der geistesgestört ist und dass da From Software richtig auf die Kacke gehauen hat. Und das ist natürlich auch wieder Apps, das ist so ein bisschen Tradition von From Software. Bei allen DLCs haben die Endbosse immer komplett auf Crack. Also so richtig krass auf Crack. Das ist das beste Beispiel, Bloodborne, der Orphan of Kos. Ist eine ganz andere Hausnummer wie das ganze Main Game. Wo wir by the way auch noch vorbei müssen irgendwann. Okay? Da kommt dann die nächste. Also, ohne Scheiß, Billinger, würde mich nicht wundern. Das darf mich überhaupt nicht wundern, dass du jetzt Prime Radan in der ersten Phase bekämpfst und dann in der zweiten legst und der nochmal einen kompletten Balken dazu kriegt. Und dann in die dritte Phase. Das würde mich absolut nicht wundern. Das würde mich absolut nicht wundern, wenn das der Fall wäre. Zumal es in dem DLC schon einen Boss gegeben hat, der 3 Phasen konnte, der wo 3 Lebensbalken kriegt. Das war zwar mit dem absolut, also mit Radan absolut nicht vergleichbar, weil der war mickrig im Vergleich zu dem. Der war auch total easy, das war der Skadu-Baum-Avatar. Also für die da nicht dabei waren, das war an dem Freitagsstream, schaut St. Watto, die dauert 1,5 Stunden, da habe ich den gemacht. Im 3. Try, glaube ich, oder so. Der war aber auch wirklich nicht schwer. Aber ja, Radan ist auf alle Fälle eine andere Hausnummer. Oder dritte Phase, die Splittung und 2-1. Das kann auch sein, dass dann vielleicht dann in der dritten Phase Mikkeller von seinem Bugel wieder runtersteigt und dem wir dann zu zweit eine auf die Mütze geben. Das kann natürlich auch. Es ist vieles möglich. Da ist vieles möglich, was an Radan jetzt umgeht. Wir wissen jetzt Folgendes. Er hat einmal eine erste Phase und er hat einmal eine zweite Phase. Die erste muss man auf alle Fälle lernen, damit man in der zweiten halbwegs eine Chance hat. Und was dann danach kommt, ist erstmal für mich zumindest, für die es schon gesehen haben, ist eher ein klarer Fall, aber für mich ist es bisher verschleiert. Ich weiß es nicht. Ich kann nur mutmaßen. Aber wir werden es irgendwann außerfinden, da bin ich mir eigentlich fast sicher. Gut. Das war das Wort zum Montag, Freunde der Sonne. Ich hoffe inständig, Ihnen hat es Spaß gemacht. Ja? Wir sind jetzt noch gut 2 Wochen im Finale vom DLC angekommen.
tatsächlich schneller, als ich das gedacht habe. Oder eigentlich ist es gut, dass wir so schnell da haben, weil es sind noch andere Projekte, die auf dem Ziel stehen. Im August kommt Black Myth Wukong. Ich wollte Elden Ring bis dahin auf jeden Fall fertig haben. Das sollten wir schaffen. Also wenn ich jetzt einen Monat für einen Radan brauche, dann muss ich mir Gedanken machen, glaube ich. Okay? Jetzt schaue ich mal noch schnell, wer live ist. Ich glaube, dass die Yassi streamt, right? Ja. Dann gehen wir zu Yassi, die spielt Dead by Daylight. Und die ist ja, by the way, auch Elden Ring affin. Freunde, wenn ihr meinen nächsten Stream nicht verpassen wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder kostenlos einfolgen, vielen Dank dafür, da mich richtig freuen. Oder kommt auf meinen Discord-Server, da kriegt ihr es auch mit. Wann ich das nächste Mal live bin, weiß ich noch nicht. Am Mittwoch definitiv nicht. Weil da haben wir unterwegs. Da haben wir bei meinen Schwiegereltern, da haben wir beim Abendessen eingeladen. Kann jetzt, es kann sein, dass ich vielleicht morgen spontan live komme, wenn der Dampfe nicht streamt. Es kann sein, dass ich vielleicht Donnerstag live komme, wenn der Dampfe nicht streamt. Ich weiß es nicht. Aber spätestens irgendwann am Wochenende soll er die wieder live sein. Okay? Und dann werden wir beim nächsten Mal hoffentlich an Radan ein bisschen etwas beibringen können. Ja, er wird uns einiges beibringen, aber mir hoffentlich auch. Gut. Freunde der Sonne. Dann macht es für einen Raid fertig. Wir haben einen Raid-Command. Der Mr. Seijing ist bestimmt gleich so freundlich und rotzt den in den Chat einer. Genau, da haben wir für Subs und für Non-Subs bitte kopieren und bei der Yassi einfügen. Wer die Yassi nicht kennt, ebenfalls Liebe da lassen, ist mittlerweile auch der Elden Ring-Sucht verfallen. Leid munkeln, ich bin schuld. Von daher, die macht zwar heute Dead by Daylight, aber die spielt im Laufe der Woche, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal Elden Ring. Die ist noch im Main Game, die macht einen Blind Run, die spielt zum ersten Mal Elden Ring. Also, da gern Liebe da lassen. Und ja, wie immer, hat Spaß gemacht. Einen schönen Abend noch. Ja, Dankeschön. Schön, dass du da warst, hat mich gefreut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch auch alle noch einen absolut zauberhaften Montagabend. Eine schöne Woche dabei. Wie gesagt, ich sage euch im Discord Bescheid, wann ich wieder live gehe. Und dann da ich sagen, haut euch rein. Ich werde mir jetzt unter Duschen hauen und noch was zum Abendessen machen. Ich glaube, das haben wir mal irgendwie verdient. Ich weiß es nicht. Und habt bitte viel Spaß bei der Yassi. Okay? In diesem Sinne, Leute, merci für euch. Haut euch eine. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Habe die Renk. Servus.